Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Habe ist da, weißt du, schon wieder 40, 50 Kleiderin, bevor ich überhaupt da bin. Was stimmt nicht mit euch? Letztes Wochenende habe ich mir schon gedacht, was stimmt nicht mit euch? Das Wochenende denke ich mir schon wieder, was stimmt nicht mit euch? Da, geht schon los, geht schon los. Herr Seidel, Herr Jokers, Herr Gens, Herr Padre, Herr Typ ohne Name, Herr der Bruder stinkt. Hauptsache der Bruder stinkt, das Allerwichtigste. Habe miteinander. Ich bin's, der Bierger, aber das soll jetzt wissen. So, der Chat explodiert so dermaßen, wie er es schon lange nicht mehr tut. Ich kann nichts davon lesen. Nichts. Nichts davon kann ich lesen, meine Damen und Herren. Die Gangsterin der Bronx, das kann ich lesen. Alles. Der Flo. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Domi, der Weißwurst Traumtänzerin. Der Ludwig, der Gangster, der Bierger und Bulldog, der Herr Waps. Oder der Herr Vapes. Der Angel of Heroes. Ist da der Heroes gemeint oder ist er? Nein! Herr Alienware! Habe die RRT Bürger. Habe die RRT Alienware LP, merci für dein Zwickel. Mr. McCloud, Mr. Müller, Mr. Schmid, Mr. Zeile, Mr. Mandalore, Mr. Dorge, Mr. Minion Gamer, Mr. Wannisep, Sophia Birkeneder, Chris Gott, Herr Flock, Special Greets an alle Twitch-Zuschauer, die dazwischen da irgendwo im Chat auch ein bisschen umeinander. Weil ich bin schon heißer, bevor wir überhaupt anfangen. Weiß ich nicht, was da schon wieder los ist. Vielleicht hat das irgendwas mit einem Video zu tun. Keine Ahnung. Nein, hat es das mit tatsächlich Ausweis nicht. Der aus der Schweiz schreibt der Green Bull 1879 auf Twitch. Da sage ich Special Greets an meine zweiten Lieblingsnachbarn. Auf der linken Seite hinten in die Schwitz. Hopp-Schwitz heißt es aber. Der Wurzel Josef. Da muss der Wurzel Sepp heißen. Oder war das zu Standard? Ich bin mir nicht sicher. Frau Zengerle, der Fanboy, der Chris ist auch am Start, habe ich die erst einmal. Der Flo, der Stefan, der Bürgermeister, der Michi Schmidt, der Bürgermeister. Lustiges Wortspiel. Herr Samu Fortnite, Feuerwehr 2 voll, toll, leck mir da am Arsch, so viel habe ich dritt. Bavarian Fireworks, habe die Ehre, Landtechnik Oberpfalz, Volker Raho, der Elias, der Brunner, der Flox. Ein LP haben wir schon gehabt, nochmal Special Greets habe ich. Der Bernello Ausputzer, der Herr Seistenberger, der Fireblood, der Lucky One, der Herr Schmidt, der Herr Megalodon, der Herr Ultra, der Herr Dietrich. Fix Mari, Jonas, oh, plötzlich ist er da schon. Ihr erinnert mich, ich war Aglo Anna BUA. Rotes Herz. Da weiß jetzt nicht, auf was genau anspielst. Mr. Jonas, merci für deinen Zwickel. Sagt sie, ist das da? Ich muss plötzlich magst du mir schnell Hallo sagen. Gib's mir her. Kennt ihr das, wenn sie einer Katz irgendwelche Befehle erteilen möchte und alles, was die Katz denkt, ist, sie schaut die so an, mit riesen Glubschaugen, ist ultra cute und alles, was sie denkt, ist Fuck you, Human! Minzi, was ist los? Plötzlich. Magst du ein bisschen so. Ja, ich glaube, dass er keinen Bock mehr hat. Schau dir, ob er drin liegt. Du kannst mal dein... Mr. Padre! Habe die RRT. Schönes Wochenend an Olle. Wie geht's euch so und wie geht's unserem Lieblingsalter so? Jedenfalls war's mir eine Ehre, euch dei und an Chris Kenner zum Lerner. Servus an Maximalem und an Smurf guten Flug, #harter Kern, #geilste Community. Mr. Padre, das war der längste Text, glaube ich, den jemals mein Computer-Tussi vorlesen hab müssen. Merci für den Euro. Schönes Wochenende auch dir. Mir geht's blenden, ich hoffe, euch geht's blenden. Das ist Freitagnachmittag, ich meine, wem geht's da nicht blenden? Vergeht's gut, Special Greets an den harten Kern, Mr. Kuba! Merci für den Euro. Ich komm gleich wieder, der Plötze möchte aussehen. Weißt du, jetzt möchte er aussehen. Den ganzen verfickten Tag lang hat er Zeit gehabt, dass er aussehen kann. Jetzt, wo ich anfange, jetzt läuft er davon. Plötze! Lauft er davon? Kann ich es auch nicht ändern. Lauft er davon? Du kennst ja nichts der Plötze. Sagt er, fick dich, Bierger, ich hau ab. Bin raus aus der Nummer. Entweder jetzt bin ich wieder vorher Katzenhaar überall. Hat noch jemand das Problem,
irgendwie, du schaust der Katz bloß an, bam, hast 50.000 Haare in den Futzen, kennt das noch jemand außer ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's euch? Mir geht's blendend. Vergeht's gerade an den Padre nochmal. Special Greets an den Smurf, der gerade auf dem Weg nach Japan ist und gerade vom Handy aus zuschaut. Und ich glaube tatsächlich am Mingerer Flughafen sitzt und sie die Sache da gibt. Und ich weiß das eh. Wer von euch war letzten Samstag da? Das ist mal die erste Frage. Werden wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Wir sollen sagen, Alter, wir haben ja gerade 500 Leute. Und ja, what the fuck stimmt denn nicht mit euch? Fix, Mari, bloß weil eine Katzenkamera holt. Ernsthaft? Und wenn das ja so ist, dann hol ich's doch gleich nochmal. Warte mal schnell. Ich bin immer auf der Suche nach einem Plötze. Mr. Incredible! Vergelten Sie Gott diesen Euro. Davon kaufe ich mal lieber Kassemi. Ich komm gleich wieder. Ich werde jetzt einen Plötze noch mal so, weil der sagt offensichtlich, Katzen haben. Weißt du, Internet war schon immer für Pornos und für Katzen. Ja? Kam heute eine Katze in die scheiß Kamera rein, was passiert? Die Leute eskalieren und 500 Leute schauen zu. Ihr spinnt die Holle, wenn du mich fragst. Aber weil ich nicht so bin, schauen wir mal, wo der Plötze ist. Komm gleich wieder. Plötze! Das ist wahrscheinlich der beste Clipbait, den wir haben. So. Can you do this? Plötzlich, was tust denn du? Au. Hey, ja, ich seh schon, ich hab da keinen Bock drauf. Plötzlich, was machst du? Was ist der Plan? Gibt's eigentlich in einem Katzenleben einen Plan? Gibt's den? Ich weiß nicht. Sag mal. Und dann schaut er die an, als kann er nicht bis auf 2 zählen. Ich glaube, er kann nicht mehr bis 0 zählen. Was möchtest du? Aufgehen. Ich weiß, dass du bist. Aber nur weil es du bist. Kann man nichts machen. Plötzlich hat keinen Bock nicht. Denkt sie, fick dich. So, Stui. Jetzt pass auf. Da, der Gressnick03 hat das schon richtig erkannt. Er schreit plötzlich wie das Viech von The Witcher, oder was? Möglicherweise. So, Katzen gehen immer auf YouTube, haben die meisten Klicks. Siehst du das? Ja, Internet ist voll Pornos und Katzen. Was anderes braucht offensichtlich der 0815 Mensch nicht. Was zum Wichsen und was zum Streichen. Der Sepp schreibt, Bruder, ich glaube, der Bruder ist nicht da. Wer Bruder? Wer Bruder von wem denn? Angelina Lang schreibt, Grüß aus Ring, sag ich, Grüß aus Landau. Was haben wir da? Weißer Fuchs, Ivo da und wo? Was jetzt wird nochmal langsam. Ihr schreibt alle so schnell. Was ist denn los mit dir? Jetzt pass auf, Katzen sind einfach arrogante Viecher. Das stimmt. Die haben aber auch alles Recht dazu, dass sie arrogante Penner waren. Traumtänzerin schreibt, ich habe ja leider nicht kommen können zum Fan-Treffen. Aber dir schicke ich noch was zu. Das sage ich jetzt halt bloß nicht da so, weil sonst schreiben wir 5 Millionen Leute. Lisa Kernel schreibt, kannst du mal die Emma zeigen? Erst einmal, woher weißt du, dass unser Hund Emma heißt? Das habe ich noch nicht so oft gesagt. Und wenn nicht, dann bist du ein Hardcore-Fan hier. Das zweite ist, die Emma ist nicht da. Die geht gerade spazieren mit der Frau Birgerin. Der echte Genji schreibt, muss zum Fotzen Spangler. Viel Teufel, da hätte ich gar keinen Bock nicht drauf. Der Herr Cynic schreibt, habe die Ehre, Servus aus Minga, me love Mieze. Everybody loves the Mieze. Was ist denn das für eine Frage? Grüß aus Minga. Der Herr Kulze ist auch da. Habe die RRT, Herr Bilger, ich hab heit leider nicht lang Zeit. Aussiss. Aber ich wünsch da einen schönen Stream. Herr Kulzer, du musst ja nicht, wenn du Besuch hast, meinen Scheiß schauen. Mr. Max, stop it, now! Habe die RRT, schönes Wochenende euch allen. Merci. Bilger und Chris, merci für die Widmung am Heftel ist angekommen. Wunderbar, das wollten wir hören. Und nun geht's weiter hageln. Kruzifix, wir hagelten. Derzeit, da hol ich einmal selber einen Gefallen und beantrag's bei einem Chef Freitagnachmittag, da mag doch kein Mensch mehr hageln. Da will doch, das ist ja, was ist das denn? Wer mag denn da hageln? Kein Mensch möchte am Freitagnachmittag arbeiten. TT1991, mir ist wieder ein Zwickl. Katze, wo's Feines.
Mohi, versprochen, versprochen, da kriegst du so ein kleines goldenes Schäbardosel. Das kaufe ich für den Zwickel. Versprochen. Ja, gefreut er sich der Plötze, wahrscheinlich schaut es mir im Arsch nicht an, wie halt Katzen so sind. Aber weil, man kann sie, weißt du, hier Katzen sind nicht so einfach und überhaupt und sowieso. Und vor allem der Herr Plötze hier, dem ist eigentlich immer alles wurscht. Er ist wie, wir hatten das kleine Kind aus dem Preißenkinder-Video geheißen, der geilste, der beste Mann am Platz, war dann geheißen, ich weiß nicht mehr. Felix, nein, der Felix war der Dicke, der lustige Dicke, der am Tag 40er Nuggets frisst. Pass auf, wer war das? Fix wird dann geheißen. Leonardo oder glaube ich geheißen. Bin mir nicht sicher, aber dem glaube ich, dem ist alles wurscht, das ist der Plötze. Weil den kannst du nehmen und stellen dann seine Füße neben mir auf, ist dem egal. Ist dem egal, macht er mit, schaut dir so. Und lasst ihm Arsch lecken. Wenn er irgendwas möchte, schaut er dir an und dann kommt der tiefste Mounze der ganzen Welt. Nämlich einfach so. Ja, das ist das Original Plötze. Servus aus Richtung Landshut. Was haben wir da? Das passen wir auf. Mein Bruder stinkt. Das ist mir ganz wichtig. Brüder stinken immer. Servus aus Richtung Landshut. Wo ist denn der Katzbrocken? Der Katzbrocken ist draußen. Das ist übrigens meine zweite Katz. Wer das nicht weiß. Und nicht Kotzbrocken, sondern Katzbrocken. Ganz wichtig. Mit A. So. Der Olwine schreibt Franziskal! Kannst du jetzt mal bitte bei mir melden und mir sagen, ob du mit deinen Leuten geredet hast? Ich kann es einfach nicht rausfinden, wenn ich einfach so im Internet recherchiere. Aber wenn ich so andere Videos anschaue, dann hast du noch nicht mit einer geredet. Aber ist egal. Hab leider zu deinem, Leute, ihr schreibt halt so viel. Wir haben ja 450 Menschen, die mir gerade zuschauen. Ich kapiere überhaupt nichts. Aber wir werden heute unter anderem dem typischen Blade-Schmerz, den wir hier umeinander hauen, werden wir mal, ich habe ein paar Widmungen, also der letzte Samstag, dieses Fan-Treffen, wir werden uns da ein bisschen drüber unterhalten, ich habe Fotos, ich habe sogar ein Video, bloß ob ich das jetzt sage, weiß ich nicht, weil der Ton ist wirklich so miserabel schlecht und da habe ich noch nichts zusammengebracht, dass wir mir da irgendwie den Ton verbessern. Was haben wir noch? Ich habe haufenweise Geschenke von euch gekriegt, da wo ich da gestanden bin und habe mir gedacht, warum? Warum kriege ich Geschenke, wenn dann muss ich euch ein Geschenk machen? Was ist das? Das ist irgendwie verdrehte, verrückte Realität. Aber weiß ich immer noch gar nicht, was ich sagen soll. Die habe ich mir alle da hier aufgedingst. Also jeder, der mir irgendwas gebracht hat, ich hoffe, dass ich da keinen vergiss. Die Leberkasse, die ich geschenkt gekriegt habe vom Tanzenden Wolf. Special Greets erstmal an den Tanzenden Wolf, falls er da ist. Die kann ich leider nicht mehr herzeigen, weil ich habe beim Heimfahren zusammengefressen. Ist aber eh klar. Und liebe Grüße auch vom Josef Maria Erl. Hashtag Josef Maria Erl. Das war der Kumpel, der bei mir dabei war, falls das irgendjemand nicht gecheckt hat. Ich glaube, Frau Gewalt hat es sofort gecheckt. Jetzt muss ich jetzt wieder umeinander dampfen. So. Ja, ansonsten, was haben wir da? Mein Bruder stinkt, sagt, ich wollte eigentlich einen Zwickel spenden, dass du eine Leberkasse mich kaufen kannst, aber ich hab kein PayPal. Ja, oft einmal hast du Pech. Dennoch, der Willi war da, vergeht's gut. Ja, weißt du, das macht der Bastel. CD-Bürgerin übers Bredel, wo mir gefreit. PS, mir hat Zeit erstmal nach dem Waschen mit dem Moped lassen. Was? Aber nix weiteres passiert. D. Wenn nichts weiter passiert ist, erstmal vergeht's gut für deine Donation. Zweitens, Bürgerin hat sich gefreut. Drittens, erkläre ich später nochmal schnell. Und merci. Und hoffentlich hat dir beim, wie sie mit dem Motorrad gesagt hat, Fight. Ja, Gott, hast ja geschrieben. Gott sei Dank nichts. Das ist einmal ganz wichtig. So. Schöne Grüße aus der Holledau. Schöne Grüße zurück in die Holledau an den Luke KHD. Mr. Rainer Orgasmus. Geiler Stream, OWMU EDS weiter, Saufmaschine bauen. Herr Orgasmus. Merci. Merci für deinen Zwickel. Und von der Saufmaschine möchte ich ein Battle. Das ist aber sowieso klar, oder? So. Der Kuba 1289 schreibt, gibt's jetzt nächstes Jahr einen Leberkaststand neben euch? Das weiß ich noch nicht. Also wenn neben uns da ein Leberkast, du Spackobierger, Leberkaststand hinkommt, dann werde ich den vorher sehr gründlich kontrollieren und überhaupt und sowieso, wo das Zeug herkommt und wer das macht und überhaupt was dazu gibt und überhaupt und sowieso. Da ist ja schon um 9 in der Früh losgegangen, das letzten Samstag. Und um 1 Minute nach 9 ist schon die erste Hand voll Leute da gestanden ist. Und ich kann es überhaupt nicht, ich kann es gar nicht in Wörter fassen, eigentlich, wie der Tag abgelaufen ist. Also völliger Irrsinn. Wir haben ja um 7 in der Früh losgefahren. Kurz nach 7 war der Seppi bei mir. Mr. Alien, where LP?
Birger, rauchst du noch? Nein! Da rauchst du noch. Nein. Ich dampfe. Ich dampfe mit dem Ding umeinander. Ich habe 17, 18 Jahre lang gebraucht, dass ich das Rauchen aufhöre. Und die Dinge haben es mir ermöglicht. Das ist ja das Einzige, wo ich die Dinge vielleicht einmal gut rede. Wer noch nicht dampft und nicht raucht, der soll bitte die Finger davon lassen. Dankeschön. Warum, erkläre ich euch gerne mal in einem anderen Stream oder in einem Video oder was weiß ich. So, jetzt müssen wir jetzt noch mehr eindampfen. Selber schuld. Also, das ist folgendermaßen abgelaufen. Wir haben um 7 in der Früh losgefahren. Dann waren wir so um 8:30, hätten wir gemeint, da haben wir um. In Mingel. Und da war jetzt mal Stau. Wirklich in die letzten 3 Minuten, wo das Navi sagt, hey, in 3 Minuten seid ihr da, beim Stau, jetzt dauert es noch 20. Sprich, ich bin um 5 vor 9, 10 vor 9, 5 vor 9, sowas da umgewesen, hab mich mit dem Chris getroffen. Erst einmal hier Best Friends Hack und alles sofort super cool, super sympathische Leute. Nochmal Special Greets an deine Brüder, an deine Freundin, an die Freundinnen, glaube ich, von deiner Freundin, wer das war. Das habe ich nicht so ganz gecheckt. Weil wir halt auch keine Zeit nicht gehabt haben, uns wenigstens eine Viertelstunde untereinander zum Unterhalten. Hey, wie geht's da und Ding und ja und Servus und sowieso, sondern wir waren da 5 Minuten später, bam, geht los. Und dann ist so dermaßen zugegangen, dass ich gemeint habe, ich kriege einen kompletten Schlaganfall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war Punkt 9 und ich habe nicht damit gerechnet, dass sich so viele Leute ein Early Bird Ticket kaufen, mit dem du schon um 9 reinkommst, nicht erst um 10. Und dann stehen halt schon die ersten 5, 10, 15 Leute da und dann ist es losgegangen. Ja. Birger aus der Tische, Birger, servus, habe ich dir, ich bin da gestanden, aber ich kriege einen Drecksschlaganfall. Und dann habe ich so oft meinen Namen aufs Anhang geschrieben, wie zuletzt in der Schule. War geil, also es war geil von vorn bis hinten, aber ich hab keine Zeit für irgendwas gerade. Das tut mir schon fast ein bisschen leid, weil ich glaube, mit den einzelnen Leuten nicht länger wie 2 bis 4 Minuten geschmatzt hab, wenn überhaupt. Mr. Marori 49, wie geht's gut? Aus Deggendorf, ich bin ein Riesenfan. Mr. Marori oder Frau Marori, wenn ich mir das Bettler so anschaue, ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von euch. Vergeht's gut und Special Greets nach Deckendorf. Ist nicht weit weg von da. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich zeige euch doch nachher auch gerne ein paar Battle. Da werden wir mal ein bisschen durch die Battle durchscrollen, damit man ein bisschen was sagt. Ich hab selber ein paar gemacht, beziehungsweise ihr habt einen Haufen gemacht und mir das dann geschickt. Herr Zeno! Geht's gut für den Zwicker? Amol AG Spann bis nach Estrich-Forns. Magst du mal ein Gespann bis nach Estrich-Forns? Das allererste Mal. Jetzt ist soweit, weiß ich nicht. Entweder verstehe ich es nicht, kannst nicht gescheit lesen, weil das ist weiß ich. Ich weiß nicht, was du meinst damit. Aber vergeht's Gott für dein Zwickel, Herr Sager. Jetzt pass mir auf. Wo waren wir? Stimmt. Also jetzt pass auf. Ihr habt einen Haufen Battle gemacht, ihr habt es mir alle geschickt. Ich bin auf Instagram, glaube ich, 100 Mal markiert worden. Auf Facebook habt ihr mir Battle geschickt, die habe ich auf Facebook auch schon gepostet. Dann war Zeitung von uns in der Stadt, war auch da, was ich gar nicht gewusst habe, dass die auch kommt. Dann hat einen Haufenweise Battle vom Stand und überhaupt von dem Panel, wo wir da gemacht haben, wo wir auf der Bühne gestanden haben. Was im Nachhinein kann ich das immer noch nicht in Wörter fassen, was das eigentlich war. Das war eine halbe Stunde Laberei. Ich glaube, es war ziemlich peinlich, ich sag's ganz ehrlich, weil wir null vorbereitet waren. Also wirklich null. Wir haben uns kurz mal unterhalten, so, ja, da machen wir How to Panel. Was ist ein How to Panel? Ja, keine Ahnung. Blablabla. Und dann haben wir schon da gestanden, und los geht's. Dementsprechend ist, glaube ich, aus den 30, 35 Minuten Schmerz 20 Minuten Blödsinn, der überhaupt keinen Sinn ergibt, rausgekommen. Das war vielleicht was lernen wir draus? Das nächste Mal haben wir ein bisschen besser vorbereitet. Und ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich überhaupt darüber ein Video machen kann, weil ich einfach kein Material habe. Ja, der Seppe, also der Josef Maria Erl, der hat meine Kamera, die da hinten steht, dabei gehabt und hat das Panel abgefilmt. Das hat eine halbe Stunde gedauert und dann war der Akku schon leer. Ich habe keinen Ersatzakku, weil ich mit der Kamera normalerweise nicht arbeite und überhaupt sowieso. Was lernen wir grundlegend daraus? Ich war wieder nicht vorbereitet, wie ich es nie bin. Und trotzdem ist ganz cool geworden. Also das war der Wahnsinn. Ohne Scheiß, ich will nicht so beschreiben müssen, wie das abgelaufen ist. Ja, voll die Gaudi von 1 bis 10 ist schon mal voll zugegangen. Alle 25 Herren-T-Shirts waren fast bis auf 1, 2 um 11 schon weg. Mr. Lloyd! Vergeht's gut! Ich lebe eine Grüße aus Fürth. Der Mr. Lloyd lebt auch noch. Das ist einmal das Allerwichtigste. Special Greets nach Fürth und vergeht's gut für deinen Zwickel. So. Mr. Sager! Österreich Wortmo und aber Autokorrekturgesicht mit Freudentränen. Dann bin ich mir jetzt immer noch nicht ganz sicher, was mir damit fragen wolltest, ob ich quasi einmal nach Österreich komme.
Also wenn sie die Möglichkeit irgendwie einmal ergibt, natürlich, sehr gerne sogar, weil bei euch hinten, also bei meinen Lieblingsnachbarn, Hashtag Lieblingsnachbarn, ist das Publikum und die Community hier euch Zuschauer, wir haben ja über fast 500 Leute, die zuschauen, konstant, die hat so geil. An dieser Stelle, ich kann es nicht anders sagen, ihr hat so geil, dass ich durchdrehen kann. Der Hendrik Schwinghammer fragt mich, kannst du mal Hochdeutsch reden? Ich wüsste nicht, weshalb ich das tun sollte. Dieser Kanal besteht aus ausschließlich bayerischem Content. Wer meiner Sprache und meinem Dialekt nicht folgen kann... So, und weiter geht's. Du hast einmal mein Video um 3 in der Nacht angeschaut, war total geil. Kannst du das im Stream schauen? Ich weiß nicht, von was für ein Video du redest. Ich schaue viele Videos um 3 in der Früh. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für ein Video du meinst. Wo haben wir stehen bleiben? So, dann. Vollkommene Eskalation. Von 1 bis 11 geht's zu wie die Sau und dann heißt oh, Birger, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir müssen wir auf die Bühne. Und ich so, ja gut, mir ist gesagt, und es ist die kleine Bühne. Okay, kleine Bühne, ja, okay. So, jetzt pass auf, ich suche jetzt einmal Battle her. Jetzt mirken wir auf. So. Ich kann euch das ja mal, schauen wir mal Battle an. Ich schalte jetzt mal auf den Monitor um, so, hier. Bild, das war das allererste Battle, wo wir gemacht haben, da war es 3 Minuten vor 9. 3 Minuten vor 9, ich bin gerade gekommen, hab meinen Vollbier-Squad-Ausweis da hingelegt, der da vorne auf der Dings liegt. Mr. Sager! Das ist ein Moped mit Beiwagen. Natürlich kein Moped mit Beiwagen. Mein zukünftiger war am Samstag da und jetzt bin ich bin nicht mehr sicher, wen er mehr liebt, dich oder mich. Erstmal merci für den Zückel, merci für den Fünfer. Selbstverständlich kenne ich ein Moped mit Beiwagen, bloß, keine Ahnung, ich benutze das in meinem Sprachgebrauch. Leute, hört jetzt halt auf, weil ich nicht... Ich möchte doch was erzählen. Bürgermeister, strahlendes Gesicht mit lachenden Augen, vulkanischer Gruß, wann gibt's wieder an Late Night? Geht es noch weiter? Nein, Frau, geht da hin! DRRRT, vergesst gut wieder den Zwickel 29 und habe ich zurück. Herr Boris, was soll ich das beantworten? Bei Kruzifix Kinder ohne Scheiß! Ich möchte hier was erzählen! Du wolltest Eis nur T-Shirts, schicker Wosense. Mr. Amazing Cat, das kommt auch noch. Lasst wieder mal fertig schmatzen und hört seine Donate-Reihe auf. Danke. So. Wer immer den Fünfer vorher mit, der Liebste war da und er liebt mehr den oder den. Ich kann auch nichts dafür. Ich hab's ihm nicht angeschafft. Aber merci für eine Donation. So, wo waren wir? Erstes Bild, das da. Das da ist das erste Bild des Tages. Ja, da war es 2 Minuten vor 9, bevor es losgegangen ist. Da habe ich noch nicht gewusst, was passiert, okay? So. Dann. Also man sagt da auf dem Bild mich. Ich schaue nicht gelangweilt aus. Ich bin nervös wie Sau, sage ich euch auch ganz ehrlich. Hab gerade meine T-Shirts oder ein T-Shirt ausprobiert. Über die T-Shirts, die euch noch zugeschickt werden, wenn Leute da sind, die bei mir noch eins gekauft haben, keins mehr gekriegt haben, die noch zugeschickt kriegen, die kriegen nachher schon noch Bescheid. Die haben schon unterwegs, die haben glaube ich sogar schon da. Ich hab's bloß noch nicht ausbackelt. Die werde ich verbackeln am Wochenende oder Anfang nächster Woche und dann sind sie am nächsten Tag bei euch. Also Anfang nächster Woche kommen eine T-Shirts an alle, die bei mir noch eins gekauft haben und noch eins zugeschickt kriegen. Ich hab's euch aber auch gesagt, das dauert eine Woche, weil ich muss es ja erst machen lassen. So. Mundort LP, der Birger. Der Birger, der Dom ist du, WOS geht bei den narischen Nachbarn. Was bei uns narisch? Ich glaube, der Dom, das ist die nette Gruppe Österreicher, mit denen ich noch draußen in diesem Biergartenverschnitt gesessen bin, glaube ich. Falls ja, dann Special Greets gehen raus an die Lieblingsnachbarn. War lustig übrigens noch am Schluss. Hat gut getan nach diesem anstrengenden 8, 5, 6 Stunden Marathon überall draufgageln. So, weiter geht's. Man sagt natürlich auch Trachtmannstand etc. Dann, ich klicke jetzt einfach mal weiter. Ich weiß selber ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, was da für... Kommen wir da mal? Ah ja, dann, ich habe alle möglichen Battle, die sie mir zugeschickt jetzt da reingehauen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das der Smurf, also ein Smurf war es ja auf alle Fälle. Auf der anderen Seite, bitte lasst mir jetzt nichts verkehrt sagen, das glaube ich ist der Dampfexpress, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Beziehungsweise, nein, der Dampfexpress hat anders ausgeschaut. Scheiße, ich habe einen Namen vergessen. Jetzt muss ich mich wirklich schämen, es tut mir wirklich leid. Aber derjenige, der das auf der rechten Seite ist, der darf jetzt gerne einen Chat zuspammen mit Das bin ich! Und dahinter ist der Chris. Der Chris macht ein bisschen ein verwirrtes Gesicht, ich weiß nicht warum, aber weil er sich halt wahrscheinlich genauso wenig auskennt hat wie ich. Weiter geht's, dann haben wir noch mal eins mit dem Smurfen und da herunten, sieht man meinen Mauszeiger.
Sagt man auch ein bisschen, da haben wir schon hier kräftig unterschrieben, Vollbier-Squad-Ausweise ausgeteilt. Habe ich da noch welche da, Moment? Ja. Das sind diese Dinger da, warte, ich mache mich mal groß. Die habe ich euch letzte Woche schon gezeigt, die habe ich euch im Video schon gezeigt. Das ist der offizielle Vollbier-Squad-Ausweis. Im Prinzip ist es nichts anderes wie Autogrammkarten, ja. Aber ich habe es einfach ein bisschen seltsam gefunden, wie ich mir meine eigenen Autogrammkarten gemacht habe. Mr. Padre, der Tanker war's. Das war der Tanker Bull. Stimmt. Entschuldigen Sie vielmals, Mr. Tanker Bull. Selbstverständlich waren das Sie. Jetzt weiß ich es natürlich auch wieder. Ihr müsst mir da vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil da ist so viel Scheiß passiert, dass ich mir keinen Stecker nicht mehr auskennt habe. So, weiter geht's. So, dann ist es um 11 Uhr zu dieser Bühne gegangen, ja, auf dieses Panel. Da haben wir einfach aufgeworfen worden. Ich hab überhaupt nicht gewusst, was auf mich zukommt. So quasi da nimm's Mikrofon. Wie soll ich sagen? Da war so eine Amerikanerin da. Ich glaube, es war eine Amerikanerin, dem Dialekt noch. Die hat uns auf Englisch angekündigt mit we got a very famous Bavarian YouTuber and a famous Bavarian comic artist. He makes the Trachtman, schieß mich tot. Und ja, dann haben wir vor einer Minute auf der anderen da rumgestanden und mein Gesichtsausdruck, glaube ich, der erklärt sehr gut, was zum Fick mache ich hier und was wird das und überhaupt und sonst irgendwas. Jetzt pass auf. So, weiter geht's. Ja, da habe ich... Der Chris ist, glaube ich, ein bisschen gelangweilt an der Stelle, weil ich die ganze Zeit laber. Mr. Schneider! Das war IH, ja danke, Padre. Herr Schneider, Herr Tankerbull, vergeht's gut, wenn es Zwickel 29 geht. Entschuldigung, ich weiß nicht, ich kenne mich doch nicht aus. Auf alle Fälle haben wir dann natürlich ein bisschen mit den Leuten geschakert, ein bisschen geschmerzt, ein bisschen hier. Ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, die ersten 10 Minuten von diesem Panel, die waren sehr unkontrolliert, da habe aber weder ich Schuld noch der Chris Schuld noch irgendwas. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war null drauf vorbereitet. Marori! Kommst du mal nach Deggendorf? Was saugeil. Vielleicht kommt irgendwann einmal irgendeine Einladung, die in Deggendorf stattfindet, dann komme ich gern vorbei. Aber so ist jetzt erst einmal nach diesem Fan-Treffen, das war jetzt einmal das erste und für eine ganze Zeit das letzte Mal. Ursprünglich wollte ich es ja eigentlich gar nicht machen, ja, jemals irgendwie ein Fan-Treffen, jenseits der Kamera etc., weil halt das einfach ziemlich schwierig ist und Veranstaltung und Aufziehen und bla bla bla. Aber auf der Comic-Con hat sich das natürlich wunderbar angeboten und es hat auch wunderbar hingehauen. So, schalten wir einfach mal ein paar Battle durch. Da, hier, der ganze fette, harte Kern. So, jetzt pass auf, ich glaube, das war der Dampfexpress, das ist der Tankerbull. Das war der, ich schreibe mit ihm relativ fast jeden Tag einmal kurz auf Facebook umeinander. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ich kann mir keine Namen merken, es tut mir leid. Das ist Jasmin, das ist der Chris, das ist der Smurfin und das ist der Padre. Da herunten, da wo man bloß seinen Kopf sagt. Ja, da hinten stehe ich umeinander und der Chris steht umeinander. Und dann kommen wir auf der rechten Seite, jetzt passt es mir auf der rechten Seite da hinten, alles ohne Scheiß, also ungelogen, alles was da rumsteht, steht an unserem Stand an und möchte ein Autogramm von mir und vom Chris. Ich hab gemeint, ich krieg einen Schlaganfall, Leute. Da waren so viele Leute da. Wir haben geschätzt, ich kann es ja nicht sagen, ich hab nicht mitzählt, weil das alles so verfickt schnell gegangen ist, dass es ultra krass war. Ich glaube, dass irgendwas zwischen 250 und 350 Leute da waren. Nur wegen uns. Und das passt immer noch nicht in meinen Kopf ein. Ich hab so viel... Die T-Shirts waren sofort fort, dass wir welche nachbestellen haben müssen, also ich zumindest, und wie ich vorher schon erklärt habe, jeder, der bei mir noch eins gekauft hat und den 20er Dollar hat, der kriegt von mir auch noch eins. Weiter geht's. Was haben wir da? Eine Trachtmann-Ausgabe 4, unterschrieben für die brutalsten Mods. Birger ist ein bisschen dumm, tut mir ein bisschen... Mr. Fink! Servus aus Hatzkofer, aus der Holledau. Holledau! Dann Special Greets zurück aus Landau, aus dem, ja gut, tiefstes Niederbayern ist jetzt auch gerade nicht in Landau, aber niederbayerisch genug, dass ich da Niederbayern drüber schreien darf. Jetzt passt so was. Mir tut es natürlich ein bisschen leid, ich habe glaube ich auf so viele Comics unterschrieben, mit denen ich noch gar nichts zum Tun gehabt habe. Also mit dem Trachtmann 3 und Trachtmann 4 habe ich natürlich was zum Tun gehabt, weil ich da die bayerische Version davon übersetzt habe. Und habe aber trotzdem, glaube ich, weiß der Teufel, was alles sie unterschrieben. Ich hoffe, da ist mir der Chris nicht besser an dieser Stelle. Übrigens, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist mir erst im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen fragwürdig und unpassend war. An dieser Stelle entschuldigen Sie. Weiter geht's. Was haben wir noch für Battle? Haben wir schon? Oh, ja, stimmt. Mitten auf der Bühne hat der Chris sich dann einmal umgedreht mit dem Handy und ein Foto gemacht. Ja, ich weiß schon, leider Gott, das ist das Foto mit dem Toaster aufgenommen worden.
Es ist verschwommen wie Sau. Um mal schnell zu sagen, wie viele Leute das da sitzen. Ja, und vor allem rundherum stehen. Leider Gottes ist so unscharf, dass man es nicht gescheit sieht. Da sieht man es ein bisschen besser. Und leider Gottes feiert da die ganze rechte Hälfte. Da, glaube ich, spitzt übrigens Frau Gewalt einer, wenn ich das richtig sehe. Und wie viele Leute das da vor allem auf der linken Seite gestanden haben. Da war der Durchgang quasi und jeder bleibt ja da einmal stehen. Ich hab gemeint, mir zerreißt ein Schellleit. Ohne Scheiß. Ich bin dann abgeholt worden um 11 Uhr. Also von unserem Stand. Der haben wir nochmal zurück von dem Stand da. Um Punkt 11 Uhr. Bleib, wir müssen jetzt fort. Auf dem Weg 100 Mal aufgehalten. Pirger, kannst du mal da unterschreiben und was weiß ich was alles. Und dann haben wir da 4 gekommen und dann habe ich diese Bühne gesehen. Mir ist das Mikrofon in die Hände gedrückt worden und ich habe mir gedacht, so möchte ich mich verarschen, Leute. Das kann vielleicht mal irgendjemand dazu sagen, dass das die fette Bühne ist, weil es ja bloß eine gibt. Und dass da wie viele Leute sitzen. Da waren alle Stühle belegt, außer eine Reihe, glaube ich, ganz vorn. Ich hab gemeint, ich krieg einen Schlaganfall. Ohne Scheiß. Das war krass. Dann ist mir erstmal die ersten 5 Minuten ein bisschen komisch geworden. Ich glaube, das hat man mit Sicherheit auf der Bühne auch gespannt. Da habe ich nur Schwachsinn geredet, also da hat überhaupt keinen Sinn in der Game. Aber ist vollkommen wurscht. Ja, weiter geht's. Dann, da glaube ich, da bin ich mir jetzt relativ sicher, die nette Gruppe, die da ist, die schaut gerade nicht zu, weil die alle am Arbeiten sind. Das ist Gloria und Michaela, glaube ich. Scheiße, ich habe schon wieder einen Namen vergessen. Ich kann mir einen Namen merken. Die haben auch ein Geschenk vorbeigebracht. Das zeige ich euch nachher jetzt dann da gleich. Alles mit Vollbier-Prominenz-Groupies und Vollbier-Prominenz und lauter so ein Scheiß. Ja, ein Fanfoto nach dem anderen. Dann haben wir hier wieder, wo ich einen Namen vorher schon gesagt habe, dass ich ihn schon vergessen habe, der in der ganzen Tracht kommt, so wie sie sich kehrt eigentlich, Da waren, wenn du mich fragst, sauber, zwingen Leute da ohne, mit Lederhosen. Mir wundert es, dass mich keiner gefragt hat, warum ich keine O hab. Aber gut. Dann sagt man das einmal, das war auch gleich ganz in der Früh, also das war irgendwann zwischen 10 und 11. Die Schlange, die da quasi sich da ums Eck wuselt. Frau, geht da hin! Und wer noch? Ich kann ihn noch nicht lesen. Padre! Die Reihe war für die Preis 100 Euro plus, der Rest war absolut voll. Ich hab nichts verstanden, es tut mir wirklich leid. Aber die Frau geht da hin und Padre war, glaube ich, das andere. Vergeht's Gott, die Frau geht da hin, da kann ich noch mal nachlesen, bei Twitch geht das leider nicht. Das heißt, hier ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Korrekt! Also die ersten 5 Minuten, 10 Minuten von dem einer halben Stunde auf der Bühne. Ja, da ist schon sehr viel Schwachsinn aus meiner Goschen rausgekommen, weil ich gar nicht gewusst habe, was der mir jetzt da überhaupt. Ja, was soll ich jetzt erzählen? Keine Ahnung, da haben Leute, die kennen mich, da haben Leute, die kennen mich nicht. Wo fangst du jetzt da an? Null drauf vorbereitet, nicht einmal Stichpunkte zu irgendwas Gedanken gemacht, null. Aufgegangen, ja, machen wir mal. Es war schon ein bisschen zu krass. Dann war ein Esel da. Ich weiß nicht, was für ein Esel das ist, aber es war auf alle Fälle ein Esel, der ein Foto haben will. Dann haben wir Jasmine. Ich hoffe, dass sie gerade zuschaut, das mit einem Special-Geschenk, da wo ich wirklich sagen muss, weißt du, ich kann euch das ja so sagen. Pass auf, hab ich da. Pass auf, sie ist, soweit ich das weiß, bitte korrigiere mich, Jasmin, oder schimpfe mich meinetwegen, ist mir wurscht, wenn ich einen Scheiß erzähle. Mr. Padre, du musst das Ding nicht nur mehr in Euro... Die Hochsotsch der ersten Reihen waren für die Platin-Tickets für 100 Euro plus Kosten. Stimmt, deswegen ist da leider keiner gesessen. Das waren Platin-Tickets, ja, stimmt. Stimmt, hast recht. Vergeht's gerade für den Euro. Schon wieder. Also, bevor ich jetzt einen Schmarrn erzähle über die Jasmin, man sagt das auch schon, ein Comic-Con ist eigentlich schon fast eine Sünde, wenn man da nicht in einer Verkleidung kommt, ja, in einem sogenannten Cosplay, ja, oder man Cosplay, ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Aber da laufen sehr viele kostümiert umeinander und ich glaube, Jasmin ist eine leidenschaftliche LARPerin, wenn ich das so richtig sage, also so mittelalterlich angehaucht. Sie zeichnet gern, das ist auch was ich weiß, und sie ist gekommen und hat mir irgendwie in der Nacht davor ein Geschenk gemacht, nämlich was zu dieser ganzen mittelalterlichen Geschichte natürlich auch passt, eine Schriftrolle, die ich da hab. Und die kann man dann so aufrollen. Und das ist quasi das, was sie da im Foto, ich meine, das muss ich jetzt nicht dazu sagen, dass es das ist, was man da im Foto sieht, oder? Jetzt warte mal. Das werden wir ganz genau begutachten. Hier machen wir mal groß. So. I Heart Babykur, Safe Pandas, wirklich live on point. Da war das Video noch nicht mal da hat sie es schon im Livestream gesehen quasi. Safe Pandas, Dautzenwergel, der Weißwurst. Und dann einen sexuellen Belästigungsschnacksalottel und ein Porträt von mir. Ich sag das, wie es ist, so zeichnen kann ich nicht, mit Verläufen und was weiß ich, was alles sehe. Ich schaue zwar ein bisschen aus, als hätte ich 10, 20 Kilo mehr. Warte, ich mach mal so. Aber man erkennt definitiv, wer ich bin, ja? Also ich darf es nicht zusammenbringen. Sag ich dir, wie es ist.
ein herzliches Dankeschön dafür. Das ist eins von vielen Geschenken, das bei mir da herin jetzt ein Special Platz kriegt. Und zwar... Das gehen wir jetzt dabei mit hier. Wo ich das dann letztendlich in meiner Nerdwand da hinten platziere, weiß ich noch nicht, aber das werden wir schon herausfinden. Nochmal ein herzliches Dankeschön an die Jasmin. Dann geht's weiter, da haben wir nochmal einen Tankerbull. Da schaue ich ein bisschen, als tat mir irgendwas weh, aber das ist wurscht. Dann wollte ich mit dem Padre schmusen, aber der Padre nicht mit mir. Das werde ich niemals vergessen. Was mir übrigens gerade noch einfällt. Hashtag Josef, ich möchte bitte einmal einen Chat explodieren singen mit Hashtag Josef Maria Erl. Warum? Der Typ da rechts. Der da. Ich fahre mal mit der Maus rundum. Das ist übrigens der Josef Maria Erl, falls das irgendjemand interessiert. Auch bekannt als Seppe, ja? Der war mit mir dabei und ohne die war die Untergange. Nochmal ein fettes Merci, dass du dabei warst und nicht davongelaufen bist, wie es der, glaube ich, 10 einmal angeschafft hätte. Er hat dann meine T-Shirts im Prinzip verkauft. Michael Hugasta BUA in Davix. Dann haben wir nochmal einen Micha, der hat es auch verdient. Wo ist der Mich? Da ist der Mich! Special Greets an Mich. In der Wix. Ein Tankerbull und Padre, dann haben wir einen Dampfexpress. Wen haben wir noch? Dann habe ich einen Chris dabei, der wischt, wie er Cola Light sauft. Da gibt's immer noch. Weißt du, wie es ist? Spaß. Ich kann's bloß nicht saufen, ich sag das ganz ehrlich. Gibt nicht viele Sachen, die ich so eklig finde wie Cola Light. Da sagt man noch mal ein bisschen was von der Bühne und so weiter. Da, wen haben wir da? Für den Lucky unterschriebene Vollbier-Squad Mitgliedskarten offiziell bestätigt. Dann sagt man mir nochmal beim Unterschreiben am Podestal. Was haben wir noch? Da weiß ich nicht, was ich da gerade tue. Da glaube ich, versuche ich gerade zum Rappen oder so ein Scheiß. So, was haben wir da noch? So, ich glaube, das war's eigentlich. Was da irgendwie so zum Sehen gibt. Dann hat die Zeitung noch ein paar Fotos gemacht und hat mir die geschickt. Da fahren wir auch noch schnell durch. Es ist zwar im Prinzip das gleiche, wie wir gerade schon fast gesehen haben, aber bloß ein bisschen schön in die Battle. Da stehen wir auf der Bühne. Ich habe natürlich nicht gecheckt, dass wir mir von rechts irgendwie fotografiert werden. Der Chris schon. Da stehe ich da, als hätte ich gerade ein bisschen einen Schlaganfall. Der Chris versucht wahrscheinlich gerade irgendwas zu mir erklären. Was er da genau erklärt, weiß ich nicht mehr. Haben wir wieder beim Unterschreiben am Stand. Eine Nahaufnahme. Was übrigens sehr schöne Fotos sind. Greets an den Herrn Drechsler, das ist derjenige von der Zeitung bei uns aus der Stadt, der diese Battle gemacht hat. Freut mich sehr, es gibt von mir allgemein sehr, sehr, sehr wenig Battle. Warum? Ich weiß doch, Harry! So. Das ist der tanzende Wolf, Special Greets an den tanzenden Wolf, der verfolgt mich schon, der hat mich von euch, von alle 400, die da herin haben, noch kein einziger nicht kennt. Der hat meine Leberkasse mitgebracht, die habe ich jetzt natürlich nicht da. Da weiß ich nicht, was ich da gerade tue. Blade schauen auf alle Fälle. Der Lohe. Dann haben wir einen Dante, der hat sich auch übrigens sehr darüber gefreut, dass ich ihn erkannt habe, dass er ein Dante ist, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, mit dem habe ich nichts zum tun, aber Devil May Cry habe ich alle Teile durchgespielt und das mehrmals. Dann nochmal die Schlange, dann nochmal auf dem Panel, ein bisschen hin und her diskutieren, ein bisschen shaker, das sind auf alle Fälle geile Fotos geworden. Also das kann man auf alle Fälle herzeigen. Da. What? Es ist so krass, was im Stream schaue ich aber so kasig aus. Ja, da schaue ich aber aus, als hätte ich seit 400 Jahren kein Tageslicht mehr gesehen. Aber das da oben, das ist eigentlich meine tatsächliche Hautfarbe, wenn ich das einmal so sagen darf. Also eigentlich bin auch ich so ein Hauttyp. Hauttyp 4 jetzt gerade nicht, aber Hauttyp 2, 3 geht sich schon hin. Also so ein kasiger Kaselhalbe bin ich eigentlich nicht. Oh, da kann man schon wieder... Da kann man schon wieder irgendeine lustige Konversation draus machen. Weiter geht's, dann haben wir uns irgendwann noch gemeint, wir müssen bei uns hinsitzen und ich hab gemeint so, ja, ich weiß auch nicht. Es war irgendwie komisch. Es war irgendwie, das ist so schnell an mir vorbeigegangen, dass ich mich fast an nichts mehr erinnert. Das ist völliger Irrsinn eigentlich. Also völlig gestört eigentlich. Ich will mir dann das Video 30 Minuten lang angeschaut habe, da habe ich mich an die Hälfte nicht mehr erinnert, was wir mir da geschmerzt haben. Brutal. Dann haben unsere Mikrofone explodiert, kurz, das weiß ich auch noch, deswegen haben wir uns dann auseinandergesessen. Das hat wahrscheinlich für alle, die dann dazugekommen sind, auch sehr komisch ausgeschaut. Weiß ich nicht, was ich da dazu sagen soll. Dann haben wir umeinander diskutiert und geschmerzt, weil schmerzen tue ich ja so ungern. Da sagt man mal nochmal, dass da wirklich jeder verdammte Platz besetzt war. Mr. Padre! Ja, ich hab vergessen, Ach ja, ich hob Wages mit 4 das Bier zum Bedanken, aber mittlerweile hobis ja ob zu ihm. Das musst du auch nicht mir abzahlen, sondern nochmal am... Nacksten MOI, wenn es dem mir abschlecken magst. Aber erst mal vor, bitte.
Ja, du musst immer auf alles vorbereitet sein, Padre. Wenn du neben mir stehst, kann schon mal passieren, dass mir die Zunge ausrutscht. Hashtag no homo. An der Stelle nochmal Special Greets an den Herrn Biermann, der mir eine halbe gebracht hat. Und an Dom aus Österreich und seine Gruppen, die mir das zweite Bier haben. Aber dann habe ich irgendwann zu spät am Nachmittag so massiv Mangel gekriegt, dass ich nicht einmal mehr ein halbes aufhab können. Das war nicht mehr ein halbes, was war denn das? Ein 0,2er Plastikbier. Hab den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken, nichts, gar nichts. Und ja. Nun ja, auf dem Battle sagt man mal nochmal ganz toll, glaube ich, dass da jeder verdammte Stuhl besetzt war. Und das Foto ist noch nicht mal von ganz hinten. Das ist, also, keine Ahnung, das flasht mich jetzt gerade auch wieder, wenn ich die Videos eine Woche, die Battle eine Woche später nochmal anschaue. Ziemlich verrückt. Weiter geht's. Ja, und dann kommen halt ein Haufen Beutel, wo wir halt ein bisschen schmerzen. Da glaube ich, hat es Applaus gegeben. Da habe ich auch gemeint, ich muss in Grund und Boden versinken. Auf einmal schreien 200, 300 Leute schreien umeinander und klatschen und Franziska und wo ist ein Heisel und was weiß ich was. Da ist mir schon anders geworden. Aber ich muss auch gestehen, ist schon das Einzige, was sich noch geiler anfühlt, wie Kommentare von euch, was heißt, wow, ist das geil und lustig, hahaha, und Likes und Klicks und was weiß ich, ist, wenn du vor 300 Leuten stehst und die bejubeln dich. Ja? Also da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich jetzt gerade davon verzeiht. Da habe ich echt gemeint, holy fuck, Alter. Ja, es geht noch geiler, wie es eh schon läuft. Nämlich so. Und klarer Fall von Unterbier. Was ich ein bisschen fragwürdig finde, an meine hellgraue Hosen war ein bisschen schlecht gewählt, weil das schaut aus, als hätte ich meinen Tosen pisst. Ja, gut. Ist aber ein Schatten. Ich kann euch versichern, es ist ein Schatten. So, weiter geht's, was haben wir noch? Ja, und dann haben wir das Mikrofon nicht hin und her gewechselt, ihr habt einen Haufen Fragen gestellt. Auch welche, wo einmal im Stream nicht vorkommen, ja, also Fragen, die im Stream einmal nicht gefragt werden. Somit steigt der Content-Druck, an das erinnert mich noch, da habe ich mich dann schon langsam einmal wieder geistig gefangen und mitgekriegt, was da überhaupt los ist. Und hab dann, ja, wie soll ich sagen, einigermaßen anständige Antworten geben können mit einer einigermaßen gelassenen Ruhe, ja, also ist dann schon geworden, glaube ich, langsam aber sicher. So, dann ist so hin und her gegangen, Chris beantwortet, ich beantwortet, lalelu und merci und was wir überhaupt machen und was die Leute denken, die mich nicht kennen, die werden sich wahrscheinlich auch fragen, Kruzifix, was soll denn die Scheiße da eigentlich? Und ja, da haben wir dann das Foto gemacht, was ihr vorher gesehen habt, wo man dann ins Publikum einsägt, also das ist mit dem Handy aufgenommen worden, nicht mit dem Toaster, aber ja. Ja, und danach waren wir wieder am Stand. Und dann ist es wirklich von halb 12, dreiviertel 12, 12 weg bis um 3 Nachmittag. Oder 4, ich weiß schon gar nicht mehr, bis um 3, glaube ich. 3,5 Stunden lang, 4 Stunden lang. Schreiben, Habitäre und die Schlange wurde nicht kürzer. Bis um 3, halb 4, glaube ich, war es ungefähr. Dann ist es irgendwann mal besser geworden. Irgendwann mal. Wo haben wir da einen Blick? Mr. Empty Shadows! Vergelt's gut! Die geilen Videos, die du immer machst. Da sage ich ein herzliches Vergelt's gut, Mr. Shadows. Ich weiß das sehr zu schätzen. Merci für deinen Fünfer und viel Spaß weiterhin mit meinen Videos. Ich hoffe, wir haben da noch nicht fertig. Beziehungsweise ich weiß, wir haben da noch nicht fertig. Ja, das Battle sagt, glaube ich, mehr wie 1000 Worte. Ich glaube, der Gesichtsausdruck sagt so, Kruzifix, halt da jetzt dann endlich einmal sein Scheißmaul. Kruzifix, halt dein Fotzen und lass mich! Tut mir leid, Chris. Ja, dann waren wir wieder am Standel dort, unterschreiben, hier, nah, fern. Das war's. Und ich sag's euch, was ist, mehr hab ich nicht. Weil ich keine Zeit nicht gehabt hab zum Fotos machen, zum Videos machen, zum sonst irgendwas. Deswegen kann ich wahrscheinlich, leider Gottes, nicht einmal ein Video draus machen. Ein anständiges. Ja? Das tut mir wirklich leid. Ich hab nur dieses Panel, den Bühnenauftritt, kann man das Auftritt nennen? Nein. Also die Bühneneröffnung auf Video. Und den nicht ganz. Oiso IMUA Song Avens 4, die nicht so gut war auf der Bühne, es war echt eine Megashow. Megashow! Aber geringe Momente dabei waren, hast es trotzdem sauber erledigt. Padre, sage ich herzlichen Dank dafür, weil diese paar Cringe-Momente, ich bin mir auch über jeden einzelnen sehr bewusst, nachdem ich das Video angeschaut habe, was ziemlich cringy war. Das ist aber, da bin ich wie so der Meinung, da bin ich so ein bisschen der Meinung, YouTuber haben auf einer Bühne vor Leuten nichts verloren, ja. Das hat auch mit YouTube nichts zum Tor irgendwie, ne? Das ist ja ganz was anderes. Und eine fett mega Show. Ja, darf ich so ehrlich sein? Nein, war's nicht. Es war in Ordnung, ja. Also, die letzte Viertelstunde war in Ordnung, ja.
Vorher war es nicht. Weil wir halt einfach unvorbereitet waren, ja? Aber was lernen wir draus? Das nächste Mal schmeißen wir vielleicht einmal eine halbe Stunde drüber, was wir sagen, wie, was, wo, stichpunktartig, dann wird es vielleicht auch besser. Es war mein erstes Mal, ja? Egal welches erste Mal, es ist immer beschissen, ja? Egal ob wir von dem ersten Mal oder von dem anderen ersten Mal schmerzen. Alles in allem völliger Irrsinn. So, jetzt kommen wir, weil wir gerade bei Geschenke waren, jetzt passt es mir ober. Der Wastel, der Huberwastel, kommt daher und schenkt mir Folgendes. Erst einmal ein Brotzeitbrill, wo, ich hoffe, man kann es erkennen, wo er mit der Hand mein Logo vom YouTube-Kanal einbrennt hat. Wahrscheinlich mit so einer Art Lötkolben. Das haben wir für jemanden auf einer Hochzeit auch mal gemacht. Herzlichen Dank! Und dazu passend eins für die Bürgerin. Bürger und Bürgerin. Weißt du, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich das gerne hernehmen, aber ich habe schon ein schlechtes Gewissen davon. Wenn ich da bloß droh denke, dass ich da was ober ist, also es wird niemals passieren, kriegt bei mir einen Ehrenplatz da hinten. Ist aber sowieso klar. Hinten übrigens auch unterschrieben mit dem, warte mal. So rum. Vom Wast, Special Greets und nochmal fettes Merci. Ist einmal das allererste. So, wo haben wir noch? Was haben wir noch? Dann, das habe ich noch gefunden, irgendwo in meinem Rucksack dann. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Bedeutung gehabt hat und überhaupt sowieso. Aber es ist der Flaschenwerfer-Club Alter. Hashtag Hauptsache es knallt. Was mir der sagen möchte, keine Ahnung, aber ich habe es geschenkt gekriegt. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich es mal schnell her. Dann, was habe ich noch geschenkt gekriegt? Dann habe ich natürlich der Jasmin ihr Geschenk nicht vergessen. Das ist diese Rolle mit dieser super Zeichnung drauf. Dann habe ich noch einen Vaultboy geschenkt gekriegt. Ich weiß aber leider Gottes jetzt nicht mehr von wem. Den habe ich so im Vorbeigehen irgendwie geschenkt gekriegt. So quasi, hey, magst du einen Vaultboy, da kriegst du einen Vaultboy. Und ich so, wie? Vaultboy? Ich bin absoluter Fallout-Fan, also Vollgas-Fallout-Fan. Um das zu beweisen, warte mal schnell. Nein, ich mach jetzt die Spannung vorher nicht nehmen, was da Tolles drin ist. Jeder, der jetzt Fallout nicht kennt, der wird sich denken, was zum verfickten scheiß Höllen-Ding ist ein Vaultboy. Das ist quasi ein Bobblehead. Ich hab noch nicht mehr auspackt. Das mal so gemacht. Das ist quasi ein Unboxing. Jetzt ist da ein geschissene Styropor-Ding vor seinem Gesicht. Ja, ist ja wurscht. Jetzt pass auf. Von wem habe ich den gekriegt? Habe ich den vom Chris gekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag das, was ist. Ja, kennt ihr den Typen? So ein Fallout Vaultboy, kennt ihr das? Also Leute, die zocken, müssen ihn kennen. Hab ich einfach so geschenkt gekriegt. Ich frage mich, warum? So im Messe. Ich mag gar nicht wissen, was das Ding kostet hat normal. So, den backelt man gar nicht mehr ein. Den stellen wir gleich dahinter ins Regal, wenn der Stream vorbei ist. Ist aber sowieso klar. Jetzt pass auf. Was haben wir noch? Wunderschöne Schachtel übrigens. Vaultboy. Um zu beweisen, das ist mein Vaultboy und das ist quasi der neue Vaultboy. Also irgendwie glaube ich, hat er abgenommen. Der ist auf alle Fälle von Fallout 3 und ich glaube, der ist für Fallout 4. So. Was haben wir noch? So. Bevor ein Chris seine ganzen Geschenke kommen, da wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, schon wieder vor lauter Zeug. Nochmal Special Greets an Gloria und ihre Gruppen. Die haben mir ein T-Shirt geschenkt. Ich weiß schon, das hätte ich eigentlich jetzt auch anziehen können, aber jetzt ist es auch schon wurscht. Hashtag Vollbier-Prominenz. Die schreibt mir ab und zu über Facebook und so weiter und irgendwann rutscht ihrer dann einmal der wie soll ich sagen, wir unterhalten uns ein wenig so, ja, das ist halt so, wenn man jetzt prominent ist und bla bla bla, schreibt sie mir und ich denke mal so, nenn mich nicht prominent, was ist denn das? Und damit das überhaupt nicht passt und so weiter, kommt sie natürlich mit folgendem T-Shirt um die Ecke, Vollbier-Prominenz. Und ich glaube, da steht noch was um, warte mal. Da steht Powered by AMG und J. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer da wer ist. Eine davon ist auf alle Fälle Gloria. Und ich weiß nicht mehr, wie ihre Freundin heißt. Gott sei Fix, ich hab's vergessen, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid! So. Martina? Ich weiß nicht mehr. Fix Mary, ich weiß nicht mehr. Aber herzlichen Dank für das T-Shirt. Hashtag Vollbierprominenz. Bitch! So.
Also nicht du, Bitch, um Gottes Willen, nicht, dass das, ja, das versteht's schon. Also mittlerweile glaube ich weiß, dass es versteht. So. So, und jetzt kommt dann Chris, sein ganzes Stuff, der mir am Schluss, wie ich dann gefahren bin, weil ich hab so viel Morgen weg hatte, das war am Schluss echt ein bisschen ärgerlich, weil da hätte man schon eine Stunde da bleiben können oder so. Ich hab so viel Morgen weggekriegt, weiß nicht warum, um ehrlich zu sein, weil ich nichts gegessen habe, nichts getrunken und sonst irgendwas. Vielleicht ja auch davon, aber in der Regel kriege ich davon nicht Morgen weh. Dann, vom Chris natürlich, die wunderschöne Ausgabe Nummer 4, die German Comic Con München Edition, die es auch nur da oben gegeben hat bis jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob man es bestellen kann. Bitte Chris, schreib in den Chat ein, dass man es bestellen kann. Ich bin mir sehr sicher, dass man es bestellen kann mittlerweile. Wenn da welche übrig geblieben sind oder so. Die von mir auf Bayerisch übersetzt wurde. Ja, sowieso. Ist mir sowieso klar. Da hat er mir 2 geschenkt. Vielleicht erlaubt er mir, dass wir eine wieder davon verlosen. Schauen wir mal. Oder vielleicht schenke ich ihm Seppi eine. Weißt du, Seppi hat es ja auch nicht verdient. Vielleicht schenke ich auch die anderen ihm Seppi. Schauen wir mal. Dann, und das Allergeilste, schon bevor es überhaupt, ich habe ja das schon gewusst, bevor es überhaupt gekommen ist, das Ding, habe ich mir schon gedacht, muss ich haben, da legst du mir eine auf die Seiten. Und am Schluss druckt er mir eine davon in Tint. Und zwar ihm da. Erkennt man das? Ich hoffe ja. Also ich weiß auch nicht, geht's den Bitchen noch geiler? Er hat's tatsächlich durchgezogen, er hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Es gibt eine Trachtman-Action-Figur. Ja? Und davon schenkt er mir eine. Weiß ich nicht, was ich da dazu sagen soll. Irgendwann kann ich's schon wieder gut machen. Voll geil, kriegt selbstverständlich da oben in meinem Nerdregal. Das muss ich sowieso jetzt dann nochmal ausräumen, den ganzen unnützen Scheiß. Also, wenn er nicht die Nerdinhalte ist, schon unnützer Scheiß sind, ist ja wurscht. Ausräumen und da mal ein sauberes Regal draus machen, damit wir für den Stammtischmicker einmal einen sauberen Hintergrund haben. Das glaube ich, schiebe ich schon seit 2 Monaten, dass ich das einmal tue. Wir werden sehen. Trachtman kostet übrigens, glaube ich, die kann man übrigens abstellen bei ihrem im Shop unter plemproductions.de und unter trachtman.de. Da ist übrigens ein kleiner Maskrug und ein Gnädelkanon dabei. Kann man übrigens abstellen und kostet meines Wissens 39,95. Falls jetzt wieder die super schlauen Vollidioten kämen, oh, das ist aber voll teuer oder wow, das ist aber ein Schnäppchen. Die sollten vielleicht einmal 5 Minuten nachdenken, bevor sie irgendwas sagen, was so eine kleine Auflage zum Produzieren kostet und alles, was rundherum so stattfindet. Ja. Muss auch mal dazu gehen, weil euch her schon wieder bis daher schreien. Das Ding ist super geil gemacht. Auspackeln werde ich es natürlich nicht, bist du wahnsinnig. Wo ich liebend gern tat. Kriegt einen Ehrenplatz. Herzlichen Dank, Chris. Dann habe ich noch. Das ist jetzt das Letzte, was ich noch da habe. Ich habe noch einen Notfall-Halbe gekriegt. Also da ist tatsächlich Bier drin. Und interessanterweise kann man das tatsächlich trinken. Gibt's das so zum Kaufen? Das gibt's nur bei dir am Stand auf die Comic-Cons, gell? Mehr weiß ich nicht mehr. Notfall-Halbe. Plem Productions, 250 Milliliter, also es ist quasi ein halbe. Es hat 4,9 Promille, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, meisterhaft gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot von 1516. Was auch sonst, ja? Alles andere hätte es eine Umdrehung gegeben. So, was haben wir noch? Dann glaube ich, was ist langsam aber sicher. Mr. Mackett! Hier wie gefordert, Don Bilger. Wie gefordert? Merci für deinen Zwickel. Wie gefordert? Verstehe ich nicht. Also, ich fordert viel. Aber sicher nicht, dass Leute mir 2 Euro donaten. Naja. Merci für deinen Zwickel an dieser Stelle. So. Im Großen und Ganzen, das war ein Erlebnis, was ich in meinem Leben noch nicht so gehabt habe. Holy fuck. Da wird man ja im Nachhinein erst einmal so richtig bewusst, wie viele Leute ihr eigentlich seid. Und was das alles überhaupt ist und was ich was alles sehe. Und je öfter mich der Robert Weiß jetzt noch fragt, ob ich dicht bin, desto weniger werde ich darauf reagieren. Nö, macht vielleicht den Eindruck, bin aber nicht prall. Prall vielleicht schon, aber dicht nicht. Ja gut, ist auch beide ist eh wurscht. Herr Padre! Den Werbespot. Das ist was, das habt ihr ja allesamt gar nicht so richtig mitgekriegt. Mr. Padre, erstmal vergeht's gerade für den Euro. Zeigt den Werbespot, richtig gute Idee, weil fix Marie Leid! Ach ja, vergessen, Schutzgelder so.
Ach ja, vergessen. Schutzgeld aus Oberschwaben. Ja, gut, jetzt... Verzeih mir, Don Bilger. Der Don verzeiht dir, Mr. Mackett. Und merci für deinen Zweimal-Zwickel jetzt. Merci dir. Jetzt pass auf. Wo waren wir? Der Werbespot, da muss ich ein bisschen ausholen. Immer wenn ich irgendwas erzählen möchte. Herr Der Cerberus! Flaschenwerfer-Club-Sticker ist vom tanzenden Wolf. Stimmt, vom Leberkass. Also ich habe eine Leberkass-Semi vom tanzenden Wolf geschenkt gekriegt, die übrigens sehr schmackaziös war. Schmackaziös. Von dem ist der Flaschenwerfer-Club, Alter. Hashtag Hauptsache es knallt. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ja, weil generell ist Flaschenwerfer eigentlich gar nicht so cool. Aber es ist ein Geschenk, was soll ich machen? Bitte, was soll ich machen? So, CM Ruhl schreibt, ich freue mich schon auf das Interview von dir mit der Freistunde. Oh, da hat jemand Insiderwissen. Am Mittwoch war ich bei, jetzt passt auf, jetzt erst mal eins nach dem anderen. Können wir auch gleich drüber schmerzen. Jetzt passt's. Obacht. So, bevor wir mir in der Vorbereitungsphase zu der Comic-Con, letzten Samstag, hat der Chris natürlich etwas die Promo-Trommel gerührt und wollte einen Werbespot machen für seine Actionfigur. Wo haben wir es? Für seine Actionfigur. Für einen Trachtman-Actionfigur. So, da das nicht irgendeine 0815 Bullshit-Kacke sein soll, hat er sich Vollgas in mir gemacht und hat so im Prinzip eine Landschaft nachgebaut, Modellbau und was weiß ich was soll ich sehe, wo er immer noch meinen höchsten Respekt dafür kriegt, weil ich Warhammer spiele und baue und tue und seinen Club seitdem ich 12 Jahre alt bin, also seit sehr langer Zeit. Und einigermaßen weiß, von was ich da rede, wenn es so von Modellbausachen, um so Modellbausachen geht. Und das zaubert man sich nicht einfach einmal so aus dem Ärmel. Und er hat das erste Mal gemacht und das Ding schaut aus besser wie wahrscheinlich alles, was ich jemals gemacht habe. Völliger Irrsinn. Und wollte dann einen Werbespot dran, so wie man den aus den 90er Jahren kennt. Okay? So, soweit kann man noch folgen. Und das war halt damals sehr kitschig, ja, aber halt sehr lustig. Und genau sowas wollte er machen. Und ich zeige jetzt das her, nicht damit ich für ihn da, was weiß ich, weil die Leute wieder meinen, ja, jetzt macht er wieder Werbung, sondern weil ich halt einfach vertont habe. Und gesprochen habe. Ja, deswegen zeige ich euch das. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich ihn finde. Jetzt pass auf, da muss ich jetzt schnell wieder noch suchen. Gibt's den eigentlich auf YouTube? Mr. Chris, ist der auf YouTube? Trachtman Actionfigur. Ich suche jetzt einfach mal nach Trachtman Actionfigur. Natürlich ist er auf YouTube, es war irgendwie ein Schwachsinn, wenn nicht. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir erst einmal mein Drecksmusi im Hintergrund aus und dann, Achtung! Oh, na, das darf natürlich nicht passieren. Trachtman Werbespot straight out of the 90s, bitch! In 3, 2, warte, ich mach mich mal weg und los geht's. Der schreckliche Saupreis legt Minga in Schutt und Asche. Aber die bayerische Bevölkerung kann wieder durchschnaufen. Immer wenn's brenzlig wird, erlöscht's Feier der Ungerechtigkeit. Trachtmann! Burgfutzenquitter! Im Einsatz gegen das Preisengeschwell darf die Gnägelkanon natürlich nicht fein. Und genauso wegen sei Feierabendmaß. Trachtman Actionfigur mit Knädelkanon und Maskrug. Nur echt von Blam Blam Productions. Jetzt vorbestellen unter blamBlamProductions.de. So. Das war er. Und ich finde ihn eigentlich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Für das, dass er auch mit Videos jetzt nicht viel am Hut, also ich hab nicht ich geschnitten und aufgenommen und mit Kamera und so weiter, ich hab nur drüber gesprochen, ja. Hat er das richtig geil gemacht. Gibt's meine Hochachtung. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er mich vielleicht einmal fragt, hey, wie macht man das, Schnipsel hier, Schnipsel da, sonst irgendwas, er hat mich bloß gefragt, was hältst du davon? Und ich sitze da und denke mir so, hätte ich nicht besser machen können, was möchtest du mehr im Leben drin? Bombengeil! Bombengeil! Und dann hat er mich gefragt, ob ich drüber schmerzen möchte. Life Goal reached für mich. Sprecher sei bei einer Comic-Action-Figur, nicht bloß übersetzter. Ach, alles klar, können wir mal hier ein Hagel dahinter hinmachen. Haben wir jetzt auch geschafft im Leben drin. Jederzeit wieder, lieber Chris. Ist er wohl sowieso klar. Hier, und ohne Knädelkanon geht einmal überhaupt nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren. So, wo sind wir? Mein Bruder Stink schreibt Hashtag schmackaziös.
Kannst du draußen ein T-Shirt machen, wäre mega geil. Was schmackhaziös. Das müssen wir erst in einem Video verarbeiten. Jetzt muss erst einmal der iSafe Pandas. Ja, der muss erst einmal an den Mann gebracht werden. Wer sich übrigens einsetzen möchte dafür, dass Pandas aufhören zum Sterben, der findet da herum rechts oben im Video übrigens einen Link zu meinem Merch-Store. Da gibt es ein lustiges kleines Panda-T-Shirt, weil ich ja sonst nie davon rede. Ich mache ja keine Werbung in meine Videos und hoffe alle, dass ihr so aufmerksam seid und das selber außerfindet, wenn kurz einmal oben dieses i aufblinkt und das halt sowas gibt. Ich glaube, die meisten, wir haben jetzt 52.000 Abonnenten, ich glaube, die meisten 90% wissen und nicht einmal, dass es überhaupt T-Shirts gibt. Weil ich halt einfach keine Werbung nicht dafür mache, weil ich das auch nicht mag, sondern nur in die Livestreams und im harten Kern, unter dem harten Kern hartgesottenen Publikum unter euch halt. Hat zwar Kuppel rausgehauen, aber es ist nichts passiert. So, der Aaron schreibt, Dere Birger, wird man die auf der Wiesn singen? Tja, ist genau dasselbe, ob man mich, weiß ich nicht, nein. Nein. Das Wiesn ist das größte Preisen-Drecksfestel, das umeinander rennt. Da will ich nicht hin. Ein Mass für 11 Euro, was kostet denn das ja? 11,90 Euro, weiß ich nicht. Da kaufe ich bei mir einen Kasten Bier. Theoretisch bringe ich es theoretisch bei uns herunter zusammen, dass ich für 11,90 Euro einen Vollrausch habe. Da kriege ich in dem Spackenfestel da oben nicht einmal ein Mass. Wahrscheinlich. Also keine Ahnung, was ich da dazu sagen soll. Hashtag SafePandas. Für jede Person, die ins Volksfest, also ins Volksfest geht natürlich nicht, aber in die Wiesn, ich hasse den Begriff allein schon. Wiesenwirt, Oktoberfest Dickmanns, fickt euch doch mit einem Scheißdreck. Grüezi fix. Aber dazu mehr nächste Woche, versprochen. Achtung, Spoiler-Alarm. So, habe ich auch die Figur, Freundin hat nur den Kopf geschüttelt. Der Lukas Müh schreibt das übrigens, hab auch die Figur, Freundin hat nur den Kopf geschüttelt. Das ist ja das an diesem ganzen Nerd-Dasein. Nerd wird aber falsch verstanden, ja, das ist dieses nerdige Comics, Filme, Serien, so Actionfiguren und so ein Scheiß wird da belächelt von außen und sehr nerdig abgestempelt. Und es heißt gern, ja, das macht ja kein normaler Mensch nicht und hat aber so einen negativen Beigeschmack. Muss aber überhaupt nicht haben. Und Frauen schütteln da immer den Kopf. Was meinst du, was meine Freundin macht den ganzen Tag, wenn ich da bin? Wenn ich existent bin, auf gut Deutsch gesagt. Ja, was soll ich jetzt da sagen? Außer schalten wir mal lieber wieder die Musik ein, sonst zerreißt mein Schädel! So, Ozapft ist, fragt, kann man noch Mod werden? Das mich interessieren. Momentan nicht, aber danke der Nachfrage. Wenn ich mal Mods brauche für Discord oder für YouTube oder sonst was, dann lasse ich euch das natürlich wissen. Ja? Und mal ganz wichtig, Leute, die mir nicht auffallen, die nicht bei mir permanent vorhanden sind. Nehmen wir mal einen Padre zum Beispiel. Ja? Der Padre ist ein Anwärter für einen Mod. Er muss bloß nicht machen. Er kann es machen, wenn er will. Aber das muss er nicht. Er soll zuschauen und seinen Spaß drauf haben. Ja? Es wird nicht jemand, von dem ich noch nie was gehört habe, der mich fragt, hey, kann man noch Mod werden? Der wird nicht Mod werden. Seid mir bitte nicht besser, aber das läuft so nicht. Ich kenne euch nicht, etc. Das geht halt so nicht. Das müsst ihr aber auch mal selber drüber nachdenken vielleicht. Das war auch mal nicht schlecht. Der MCR LNG schreibt, ich bin Sportler und sammle Figuren. Ist nicht nur ein Nerdding. Schöne Grüße aus Aschaffenburg. Mr. Maniac T, merci für dein Zwickel 29 und schöne Grüße nach Aschaffenburg aus Landau. Merci dir. Jetzt pass auf, wer hat das jetzt gerade geschrieben? Der MCR LNG. Ich bin Sportler und sammle Figuren. Ist nicht immer ein Nerdding. Ja, es muss ja auch nicht heißen, dass Sportler keine Nerds sein können. Ja, Nerd ist ja so ein negativ behafteter Begriff. Ja, da ist überhaupt nichts negativ dran. Null, überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Ich will euch meinen Schrankel da zeigen, wo meine Warhammer-Figuren drin sind. Ja, jede normal denkende Person schüttelt den Kopf, lässt den Kuppel und fragt sie, was soll das? Ja, ich zeige euch mal was. Jetzt pass auf. So, jetzt passt zu. Warhammer ist ein Brettspiel. Sehr kompliziert, das Regelbuch allein ist 300 Seiten dick, etc. Brauche ich jetzt nicht lange erklären. Spielt man auf, ich sage jetzt mal, auf einer Spielfläche, die ist so groß wie 2 Bierbingen, mit Gelände und alles Modellbau und Scheiß und Klump. So. Und das da ist zum Beispiel eine Figur davon. Ja?
Die kann man sich kaufen, also die kann man sich natürlich kaufen. Das ist eine Zinnfigur jetzt im Auswahl, weil es ein Special Character ist. Das ist der, erkennt man das, ja? Die muss man selber zusammenbauen, die muss man selber bemalen, die muss man, wie soll ich sagen, ja, die muss man zusammenbauen und bemalen. Ja, ist nichts anderes wie ein Modellbau im Prinzip, bloß mit sich eine Fantasy-Viecher. Ja, kann man das erkennen. Ich glaube, dass die Kamera heute nicht scharf steht. So. Das ist eine große Figur, eine sehr große Figur. Das da, kann man das sehen? Ist die normale Größe von so Warhammer-Figuren. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie viel Geld das ich für diese Sachen ausgebe, wenn so eine Figur um die 60, 70 Euro kostet. Ja? Und die kleinen, die gibt es natürlich dann, da habe ich da drin ungefähr 400, 500 stehen. Da kostet dann, weiß ich nicht, so ein 10er-Regiment kostet dann 30, 40 Euro. Also ich weiß gar nicht, wie viel Geld das ich für diese ganzen Farben, Figuren, Spielbredel, Scheiße ausgegeben habe. Da haut es der Vogel raus. Aber es ist halt ein Hobby, ja. Andere motzen ein Auto auf, da stehe ich daneben und denke mir so, ja, toll. Wie viel hat das gekostet? Ja, 30.000 Euro. Ja, geil, es ist 30.000 Euro Fotzen, grobe Scheißkorn. Gratuliere, du Spacko. Ist halt dasselbe. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo sind wir? Es sind noch 300 Leute am Start. Wie schaut's aus? Wer ist noch wach? Wer ist noch da? Was ist in der Kommentarsektion los? Lasst es mich wissen. Ich habe eigentlich so gesehen von der Comic-Con noch nichts mehr zu erzählen oder nicht mehr recht viel. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Es tut mir wirklich sehr, sehr leid nochmal an dieser Stelle für alle, die zuschauen und da waren, dass ich nicht mehr Zeit gehabt habe für jeden Einzelnen. Ne? Ihr habt es ja selber gesehen, wie es zugegangen ist und irgendwie mag ich keinen komplett enttäuscht da stehen lassen. Hab natürlich ein schlechtes Gewissen ein bisschen, dass dieses Ticket 28 Euro kostet, was echt nicht wenig ist. Für das, dass man vielleicht wirklich bloß wegen mir kommt, weil man sich für den Rest nicht interessiert. Für so Comic-Geschichten und so weiter. Da habe ich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich mich da nicht länger mit euch unterhalten habe können, wie ich das gern getan hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. War natürlich selber unendlich nervös, was sich aber dann einigermaßen gelegt hat, ja. Was ich ziemlich lustig gefunden habe, ist, dass ihr vor allem, also wirklich durch die Bank, alle so massiv nervös wart, dass das ganz aus ist. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht gelesen, auf die muss ich eingeben, das habe ich schon so lange nicht mehr gelesen. Der CM Rule schreibt: Birger, spielst du eine Hero Quest? Der Jack Sparrow aus Buisting spielt das sau gern. Wer ist der Jack Sparrow aus Buisting? Warte mal ganz kurz. Ja, für das da, sagt dir das was? Und ja, das sind alle Erweiterungen und zweimal das Grundspiel. Leider Master Quest habe ich leider nicht. Surfsbilder, das mit da Wiesen Sicki genauso. Mr. Magic, vergelt's für den Zwickel, das ist shit. Weil das ist wirklich ein Preisenfest, sag's wie es ist. Also auf die Frage, ob ich Hero Quest spiele, gebe ich jetzt einfach folgende Antwort. Keine Ahnung, was Hero Quest ist, Alter. Jetzt pass auf. Und das, da habe ich noch. Ich hab da nur eine Schachtel oben, die mag ich jetzt allerdings nicht obergrein oder so, wie Scheiß draufsteht. Star Quest habe ich auch, das sagt ja mit Sicherheit auch was. Das Spiel seitdem ich im Kindergarten war, ja, da hat mich einer meiner damaligen engsten Freunde draufgebracht. Übrigens auch auf dieses Warhammer-Zeug und so weiter, deswegen, ja, ich bin nicht mehr so aktiv, wie ich das früher war. Ja, also das Spielen selber ist relativ selten geworden, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr. Wenn was gespielt wird, dann Hero Quest da oben. Das ist ein Brettspiel, sehr fantasiebelastet. Ja, haben wir auch schon mal überlegt, ob wir das streamen. Bloß bin ich mir nicht sicher, ob das irgendjemand sehen mag, weil die Leute, die das dann nicht verstehen, da ist dann doch nur in die Köpfe von den Spielern so viel Fantasy-Geschichte und Battle im Kopf. Das, glaube ich, kann man nicht transportieren durch die Kamera, das, glaube ich, geht nicht. Und ich glaube, sowas hat auf meinem Kanal auch nichts verloren, ja. Wenn ich irgendwann eine Möglichkeit sehe, sowas aber ein bisschen in Videos zu bringen, vielleicht dann liebend gern, weil das einfach ein riesengroßer Bestandteil meines Lebens ist. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, wie viel Geld, Stund und was weiß ich in so Brettspielchen und Fantasy-Geschichten investiert habe, was mich narrisch interessiert, schon immer seitdem ich, wie gesagt, seit dem Kindergarten. Ja.
War natürlich cool, wenn ich sowas natürlich auch mal erkannt. Sehr großer Interessenbereich meinerseits. Caroline Schneid fragt mich, wie alt bist du? Irgendwas zwischen 6 und 46. Das könnt ihr ja übrigens außerfinden, wer meine Zeitungsartikel liest. Ich habe ein Interview gehabt am Mittwoch. Da haben wir vorher, hat das jemand geschrieben. Ich weiß leider Gottes jetzt nicht mehr, wer es war. Ich freue mich auf das Interview mit der Freistunde. Freistunde ist eine Jugendzeitung in Straubing, die im Straubinger Tagblatt dabei liegt. Also gar nicht, das ist schon ganz schön einiges. Und da habe ich ein Interview gehabt am Mittwoch mit denen. Special Greets an, falls die das sehen, keine Ahnung, an Sophia, glaube ich, hat es geheißen, und an Maria, glaube ich, hat es geheißen. Wie gesagt, ich kann mir keine Namen nicht merken. Zwei super liebe Mädels und natürlich Special Greets an Metzner, falls er das sagt, der die zwei überhaupt auf mich gebracht hat und so weiter und so fort. Und da werde ich wahrscheinlich im November drin sein, hat es zu mir gesagt. Ich hab noch gar nichts, ich hab einen Haufen Zeug machen müssen, ich mag aber nichts verraten. Vielleicht kann ich das sogar mal in einem Stream dann herzeigen und ein bisschen vorlesen und zeigen und klump. Ich weiß gar nicht, ob man es online auch lesen kann, aber mit Sicherheit. Die haben auch einen Instagram-Channel, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Schaut einfach mal nach Freistunde, heißt das Ganze. Mr. Padre, Nummer 32. Raute 32 Hustus Balmas halt nun nicht gabdran. Rappst du eigentlich? Can you do this? This is a Müllabfuhr, it ab fürs Müll. Das ist der Müllabfuhr! Ich ab fürs Müll! Prost leicht wie Büdel vom selben nun nicht krieg. Nein, immer noch nicht gekriegt. Immer noch nicht gekriegt. Ja, tatsächlich immer noch nicht gekriegt. Ich hab's ihm tatsächlich schon geschrieben, aber der schreibt aber nicht zurück, weil der die ganze Woche nur arbeiten und studieren ist. Also er macht beides. Er arbeitet und studiert Journalismus momentan gerade. Hoffentlich verzeihe ich jetzt keinen Bullshit nicht. Und ich hab mit ihm noch schon Kontakt gehabt, aber ich hab mir das Battle noch nicht geschickt. I'm sorry. Werden wir nachholen, versprochen. Fun Fact, Freundin heißt Bürgerin, weil er sich keine Namen merken kann. Ja, rappst du eigentlich? Ja, Stuhlschwul, Cool Bitch, Nasenbohrer, yeah. Und can you do this? Das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Can you do this? Und gleichzeitig dann dringen. Wundervoll. Ich glaube, dass ich mir mit der Scheiße jetzt dann irgendwann nochmal mein Stuhl da kaputt mache. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Michael Brandl fragt mich, was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Wenn jetzt wieder irgendein Schlauberger kommt, schwarz ist keine Farbe, ne, dann sag ich hab Farblehre gehabt. Bitch! Farbe ist sauber, schwarz ist sauber, Farbe, so schaut's aus. So. Der Kilian fragt mich, hast du jetzt ein Instagram? Einen Instagram? Entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen Instagram? Ja. Bürgerlachs. Da bin ich nur nicht aktiv. Also jeder kann mir liebend gern bei Instagram folgen, aber da werdet alle 3 Monate mal ein Battle kommen. Zumindest bis jetzt, bis ich mir mal ein neues Handy gekauft habe. Was durchaus auch noch ein paar Monate dauern kann. Dann haben wir nur eine folgende Frage gehabt, und zwar, wann kommt der nächste Late-Night-Stream? Ja, wenn das nächste Spiel kommt, das mich interessiert, um ganz ehrlich zu sein. Da gibt es mir noch schnell Special Greets an den Villa. Der hat mir da was geschickt mit Conjuring, was weiß ich, Haunted, Schieß mich tot, das schaut ziemlich interessant aus. Das kommt am 25. September. Das werde ich mir mal anschauen, und dann schauen wir mal, ob wir mir am Samstag auf die Nacht einen Late-Night-Stream starten können. Der Nightskill schreibt, Fortnite please. Na, Fortnite werden wir in diesem Kanal nicht zu sehen kriegen. Und wenn, dann bloß, wenn wir es absagen. So. Das galaktische Imperium fragt mich, Star Trek oder Star Wars? Das ist da... Warte, ich beantworte die Frage so. Das ist eigentlich ziemlich lustig, wie viel sich eine sagen, dass ich um mich rundherum sofort greifbar habe. Jetzt pass auf. Beantwortet dir das deine Frage? Vorwort von Anthony Daniels, C3PO. Für die wieder ahnungslos sind. Das ultimative Buch übrigens. Das habe ich übrigens vom Seppe geschenkt gekriegt. Mit, wie soll ich sagen,
Also da ist wirklich alles drin. Da ist alles erklärt, was irgendwie mit fucking Star Wars zum Tor hat. Alles. Jeder Charakter, alles sehen. Also wirklich auch die, wie heißt denn, Clone Wars Dinger haben drin. Von den alten Filmen bis zu den neuen Filmen. Alles. Alles durch die Stadt. Wolkenstadt. Was ist die Wolkenstadt? Wird erklärt mit Bildern und was es ist. Für das Imperium. So. Und wenn du das dann immer nur in Frage stellst, wenn das irgendjemand in Frage stellt, dann kann ich sagen, ich habe sogar einen aufblasbaren Todesstern. Okay? So. Und jetzt mag ich nichts mehr hören davon. Der Herr Wasmeier schreibt, kommst du nächstes Jahr auf Moos ins Volksfest? Was sind das für Fragen? Das weiß ich noch nicht. Und wenn, dann sag ich es keinem. Also ich wird zahlt dafür. Schon mal jetzt Lauterbach gewinnen. Bin ich mir nicht sicher, ich glaube aber schon. Ich weiß aber nicht warum. Was tut man in Lauterbach? Was gibt's in Lauterbach? Was kann Lauterbach? Was tut Lauterbach? Wo sagt sie Lauterbach in den nächsten 10 Jahren? Bin zwar Schwabe, aber ich feiere die. Was soll denn das wieder heißen? Ich bin zwar Bayer, aber ich feiere euch Schwaben. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber egal. Florian Lasnik schreibt, Birger, hast du eine bestimmte Zeit, wo du zum Streamen anfängst oder machst du das spontan? Ich möchte mal pünktlich sein. Mr. Lasnik. Also, fest ist auf alle Fälle mal, dass wir mir jeden Freitag streamen. Das ist einmal das Erste. Für alle Neuer, die zuschauen, das hätte ich vielleicht früher erzählen sollen, wo noch 200 Leute mehr da waren. Jeden Freitag, ich sage jetzt mal pauschal um 3. Okay? Jeden Freitagnachmittag um 3 ist Livestream. Aber es kann sich schon einmal verschirmen um eine Stunde 4 oder eine Stunde zurück. Ja, da gibt es keine festen Zeiten. Mr. Panicking, nicht mit zweistelligen Beträgen. Gerade bei DM in der Schlange. Weiter hinten im Laden fängt ein Kind an zu weinen. Daraufhin murmelt eine Frau hinter mir, ach stimmt ja. Und geht zurück, um sich Kondome zu holen. Ich bezweifle jetzt einmal. Also erstmal merci für den Zehner. Bitte, 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 bitte. Bitte nicht auch noch mit zweistelligen Beträgen anschmeißen. Bitte nicht. Das ist mal das Erste. Zweitens, ich bezweifle jetzt die wahrheitsgetreue Dingsbums dieser Geschichte ein bisschen an, aber sie ist lustig. sie ist lustig. Lustig. Vergelt's gut für den Zehner nochmal. Herzlichen Dank. Der Kö fragt mich, kennst Kam oder Roding? Ich kenn Kam. Roding habe ich schon mitgehört, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was es ist. Der Just Wally schreibt, save the Pandas, don't zerwergel die Weißwurst. Ja? Nochmal, von Herzen. Save the Pandas, don't zerwergel die Weißwurst. Please. Was haben wir noch? Jetzt ist übrigens die lustige Endphase vom Stream, also wir haben schon noch eine halbe Stunde, ja, je nachdem, wie viele Fragen jetzt von euch kommen. Jetzt läuten wir die übliche lustige Frage-Antwort-Spiel-Geschichte ein. Fragen wir, was ist dein Lieblingsbier, kennst du das Bier oder sonst irgendeinen Müll, werde ich nicht beantworten. Aber so lustige Sachen wie, wir haben einmal so ein lustiges Fragespiel gespielt, das ist so ähnlich gegangen wie das Imperium schon gefragt hat, magst du Star Wars oder Star Trek? Und da kann ich ziemlich schnell mich durchwühlen und kann so viele Fragen von euch beantworten, wie es irgendwie geht. Mr. Killerkeks! Habe dort. Also ich muss, glaube ich, meiner Sprachroboterin muss ich einmal eine saubere Motivationsfotzen geben, damit, weil die lest das vor als das am Hungertod nagen, wenn du mich fragst. Ja. Wo waren wir stehen bleiben? Ja, stimmt, lustige Fragestunde, hier so quasi, also A oder B. So, magst du Herr der Ringe oder ein Hobbit? Magst du Mackie oder Burger King? Magst du Star Wars oder Star Trek? Und so weiter. Und dann erzähle ich ein bisschen was dazu, wenn das irgendwie interessiert. Dann haut's aus. Blasen oder Song? Blasen natürlich. Dass du jetzt natürlich erst einmal nur Idiotenfragen kommen, das war mir schon klar. Kommst du mal auf ein Mittelalterfest? Das ist eine gute Frage. Liebend gern sogar, ja. Ja, sehr gern sogar. Birger, Kathi oder Gangnam Mu? Ich sag dein Maul, wieso lese ich das auch noch vor? Sprichst du auch Klingonisch? Nein, so weit geht mein Nerd-Dasein dann nicht. Bester Horrorfilm ever. Boah.
Das muss man aber zeitlich eingrenzen. Also die ganz alten, dann die fast alten, also 20 Jahre und älter und die in der letzten Zeit, der letzten 10 Jahre. Dann da ich sagen, der größte Geniestreich der letzten 10 Jahre war Paranormal Activity, der allerdings auch schon wieder sehr alt ist. In der etwas jüngeren Zeit finde ich The Conjuring ganz geil. Annabelle 2 hat mir ziemlich gut gefallen. Im Vergleich vor allem zu Annabelle 1, der war ziemlich kacke. Ganz uralte Horrorfilme ist mein allerliebling, also mein Lieblingsfranchise und ich bin absoluter Fanboy davon, ist Alien 1. Ja? Oder das ganze Alien-Franchise. Wenn du mich fragst, hat Alien den Horrorfilm erfunden. Ja? Ridley Scott ist ein absolutes Genie. Weiter geht's. Western oder E-Gitarre? Western-Gitarre. Jetzt ist da immer noch was los. Wuhu, Villa ist back. Was los? Wuhu, Villa ist back. Wuhu, Villa ist back. Mr. Max, merci für dein Zwickel, yeah. Auf die Frage hin rappst du. So. Der Villa schreibt, GTX 2080 Ti für einen Tausender. 1000 Euro werden da nicht langer, Villa, aber wahrscheinlich werde ich mir vielleicht nächstes Jahr eine kaufen. Schauen wir mal. Lieblingscharaktere aus Harry Potter. Ich liebe Harry Potter übrigens, falls die Frage auch irgendwo mal dazwischen gekommen ist. Lieblingscharakter aus Harry Potter ist auf alle Fälle immer der Hagrid. Der Hagrid ist nämlich cool, der Hagrid ist nett, lieb, riesengroß, saustark und saugrantig, wenn er grantig wird, das mag ich. Und ansonsten finde ich natürlich die ganze Geschichte um den Harry selbst, eigentlich ist er der Lieblingscharakter. Deswegen lieben wir ja alle diese, nennen wir es mal Serie. Ja? Deutsche Nationalmannschaft oder FC Ganaker? FC Ganaker. Weiße oder Märzen? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Weißt du natürlich. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich als einziger Bauer in meiner Schule überleben kann? Ja, stich alle anderen ab. Nein, das natürlich nicht. Noch tut's wirklich jemand, oder du weißt, ich bin schuld. Warte, also ich hab die gelesen und gar nicht mal so positiv als Kühler-Tipp geschrieben. Was? Woher kommst du? Ich komme aus Niederbayern, aus Landau. Das ist in der Nähe von Straubing und Dingolfing. Eigentlich, wenn du es genau nimmst, ziemlich genau dazwischen. Kommst du aufs Burgfest in Burghausen? Das ist eine gute Frage, das kann tatsächlich passieren. Wann ist denn das eigentlich? Oh, der Mr. Spontana Black und der Herr Jetzt Schneider. Wieder so jetzt wird langsam mit Freudentränen angespannter Bizeps. Jetzt weiß ich nicht, wer was geschrieben hat, aber Mr. Spontana Black, erst einmal habe ich die Ehre und WB. Und der Herr Schneider, das ist mein Nachbar, der 5 Meter da hinten irgendwo wohnt, weiß ich nicht. Du kannst mir den was war denn das? Ein Euro, ein Zwickel, ich hab's nicht gesehen. Weiß ich nicht, den kannst du mir vorher so persönlich auch geben, so ist es nicht. Merci dir. Special Greets an meinen Nachbarn dort, 100 Meter Luftlinie um mich. Leberkäse oder Schnitzel? Leberkäse. Leberkäse. Ihr wisst, ich mag Schnitzel, ich mag Leberkäse, aber Leberkäse-Semi ist einfach nur mehr hausig geil, obwohl ja auch richtig gutes Schnitzel richtig geil ist. Straubing, wow, der Killerkeks kommt offensichtlich aus Straubing. Ich bin... Oh, das darf ich noch nicht laut sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt meinem Kumpel am Josef Maria Erler mal einen Gefallen tun. Und zwar, demnächst ist in Straubing ein Food Festival. Ja? Ein Food Festival. Und da spielen Bands. Und da spielt die Band vom Josef Maria Erl. Schaut's doch da mal vorbei. Kann sein, dass ich da vielleicht auch bin. So, das habe ich jetzt einmal gesagt und der das gehört hat, der hat Glück gehabt, alle anderen... Sonst eskaliert's da wieder und ich komme nicht mehr vom Fleck. Wir waren mal bei Fragen. Hier, ja oder nein? Hier, außer damit, Leute. Da muss ja eher mal eine Frage stellen können. Mr. Roman! Merci für deine 3 Euro. Christi. Servus, Christi, zurück. Und vergeht's gut für deine 3 Euro. Da kaufe ich mir 2,5 Leberkäse davon. Mr. Sensei, Umut, ganz ehrlich, fick dich und dein Scheißdrecks-Behinderten-Skin. So. Kennst Showramer Bier? Wenn nicht, musst du mal probieren, ist gescheit gut. Kenn ich nicht und ich weiß nicht, wo ich das probieren soll. Schmeiß die Fuffis in den Club und schreib Was sagst du zum Was sagst du zu Schnitzelsemi? Oh, das muss man jetzt halt eigentlich, um ehrlich zu sein, muss man das der Österreicher beantworten, weil ich selber hab gegen ein Schnitzelsemi nix. Schnitzelsemi ist eigentlich sogar ziemlich geil, ja? Aber das mag der Österreicher an sich, mag das vielleicht falsch sehen. Ja? Ich mein, kann ich nicht einschätzen, wie das der Österreicher empfindet, ob der ein Schnitzelsemi als Schandtat empfindet. Spätestens dann, wenn man 3 Pfund Ketchup einschippt, mit Sicherheit. Aber an und für sich mag ich ein Schnitzelsemi eigentlich schon ganz gern. Steak oder Bratwürstel? Ganz klar Steak. Also ich bin leidenschaftlicher Griller und Fleischesser und etc. und sowieso.
Aber es geht bei uns in Landau zum Beispiel, da gibt es ein Steakhouse, super netter Kerl, der das bedient, der ist immer super freundlich zu uns. Kostet natürlich ein bisschen was, ja, es ist nicht so Gaudi, kostet so ein Steak 25 €. Aber das ist wohl die geilste Scheiße, die ich seit Ewigkeiten und immer wieder, wir rinnt jetzt schon wieder, irgendwie jeden Freitag im Stream rinnt mir das Wasser in der Fotzen zusammen, wenn wir irgendwann vom Essen schmerzen. Irgendwie tue ich den ganzen Tag nichts anderes wie fressen. Ist aber auch geil, fressen ist schon geil. Schöne Wörter mit am Anfang. Ich habe jetzt speziell gesagt, nicht F und V, falls wieder super schlauer, super Intelligenzbolzen kommt. Schöne Wörter mit fressen, fegeln, Fenster, Bredel. So, Birger, das Burgfest ist nächstes Jahr am 14.07.2019. Wenn du nicht kommst, gibt's da Fotzen. Okay, dann gibt's da Fotzen. Burger King oder Burger King? Kentucky Fried Chicken. Bitch. Franziska oder Ashley? Franziska, weil die kann nichts dafür. Okay, die Ashley eigentlich auch nicht. Aber ist wurscht. Xbox oder PS4? Keins von beiden. PC. Fendt oder Deiz? Kenne ich mich nicht aus, belehrt's mir. Was ist denn besser? Ich sag Fendt. Leberkäse oder Weißwurst? So, das sind die Fragen. Die verzwickten Fragen. Leberkäse oder Weißwurst? Das kommt ganz auf Tagesform an. Aber ich is bei weitem viel öfter Leberkäse-Semin und ein Leberkäse so wie Weißwurst. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Schlimmster Film aller Zeiten. Oh, da gibt's so viel. Fragt mir der Chris auch noch. Da gibt's ja auch schon so viel aus der Superhelden-Geschichte. Aber was ist der schlechteste Film aller Zeiten, der eigentlich ein AAA-Titel wäre? Also ein richtig großer Blockbuster, aber sau schlecht ist. Weißt du, was ich da zum Beispiel sage in jüngster Zeit? Dunkirk. Ist so ein richtiger Drecksfilm, da wo ich mir sage, was soll denn das? Und der wird zurückgeschissen mit 14 Oscar-Nominierungen, da wo ich mich frage, für was denn? Für was? Da spielt der Tom Hardy mit. Ja, den sehe ich aber nicht, weil er Masken aufhat. Und 1,5 Minuten Screentime. Gratuliere. Also das war wirklich einer der schlechtesten Rotzfilme, die ich seit in jüngster Zeit gesehen habe. Furchtbar eigentlich. Holzmacher oder Odelfahren? Also ich tue weder Holz hackeln, noch Odelfahren, noch sonst irgendwas. Ich glaube, dass Holzmacher schöner ist wie Odelfahren. Ed Birger, Michael Myers oder Freddy Krüger? Freddy Krüger, weil er so eine geile, gestörte Hamisau ist. Und der Mike Myers eigentlich gar kein so ein besonderer Charakter ist, wenn ich das einmal so sagen darf. In der jüngsten Verfilmung, da kommt ja auch ein neuer Halloween, glaube ich, der kommt eigentlich jetzt dann bald. Ja, es ist ja auch bald Halloween in der Woche. Kommt ein neuer Halloween, ich glaube der 500. Und der letzte vom Rob Zombie, der war eigentlich gar nicht so schlecht irgendwie. Ja, also man sieht zumindest einmal ein bisschen was von dieser Charakterentwicklung, wie ein Mike Myers zu einem Mike Myers wird, wo es nicht so ganz nachvollziehbar ist, warum er dann noch gerade unsterblich ist, wie zum Beispiel auch Jason oder so. Aber ansonsten finde ich einen Freddy Krüger ziemlich geil. Den jüngsten Freddy Krüger, der ist ein bisschen fragwürdig, aber die alten Nightmare on Elm Street 1 bis 8 und so, die haben schon sehr witzig. Also die haben, damals waren es cool, jetzt sind es witzig. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Lieber Freibier und nicht pissen zum dürfen oder all you can eat ohne zum Scheißen dürfen? Irgendwie ist alles die Scheiße ohne zum Pissen und Scheißen dürfen. Selbst nichts essen ohne zum Pissen und Scheißen müssen ist Kacke. Was soll ich da sagen? Birger, kennst du Saw und was ist deine Meinung dazu? Hashtag sag nichts falsch. Also, ich glaube ich bin mit Saw 1 groß geworden. Warte mal. Ich beantworte Fragen so gern heute mit dir. Pass auf. Es ist so lustig, dass ich so viel von diesen Dingen einfach schnell greifbar habe. Also das da ist eine Saw 1 Collectors Edition. Mit ganz typisch hier der abgesägte Fuß und die abgesägte Hand bzw. der Arm. Mit Doppel-DVD, mit Kinofassung, Director's Cut, Booklet, mit Geschichte dazu etc. Ich hoffe, dass das deine Frage, was ich von Saw 1, ganz wichtig, Saw 1, heute, einer damals vor allem auch heute noch, einer der wichtigsten Filme und einer der besten Filme, weil jeder im Kino so drin gesessen ist. Aber alles, was danach gekommen ist, ja, also Saw 2 bis Saw 7, glaube ich, hätte es nicht braucht. Ja,
Han okay, man kann sich das schon anschauen, okay? Aber, seien wir ganz ehrlich, Saw 1 ist ein absolutes Meisterwerk, aber alles danach, die sind okay und gut, aber kratzen nicht ansatzweise an Saw 1 so nicht, okay? So. Der Herr Genzel schreibt, habe dritt, jetzt kann auch die arbeitende Bevölkerung zuschauen. Oh, ja gut, dann erst einmal schönes Wochenende. Weißt du mit Semi oder Oktoberfest Curry King? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Friese lieber Weißwurst mit Semin. Ja? Weiß ich nicht. Nix von beiden. Der iPyro fragt mich, Horde oder Allianz? Ich bin großer Warcraft-Fan, also World of Warcraft-Fan natürlich auch. Und spiele momentan auch viel. Momentan jetzt die letzten 2 Wochen nicht so viel wie die 3 Wochen vorher, aber das neue Addon ist ja da. Selbstverständlich Horde. Soll der scheiß Homo-Fürstenkönig auf der Allianz-Seite soll bluten. Meine Damen und Herren, er soll bluten! Und in seiner Blutlocker der Saufer. Und das wird er kommen. Merkt euch meine Worte. Man weiß ja immer noch nicht, wer die Endbosse in die Raids sind. Ist jetzt für alle, die WoW zocken. Haben wir vorher gerade ja erst drüber geredet, ich mit ein paar Kumpels. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Endbosse das erste Mal in einem Add-on von Allianz und Horde unterschiedlich sind. Unser Endboss ist der Anduin und der Allianz-Endboss ist Sylvanas. Bin ich mir todsicher. Und wenn nicht der End-Boss in die Raid-Instanzen, dann mindestens dazwischen. Also dazwischen, dass die nächsten Instanzen, Raid-Instanzen, die kommen, müsste man mit Sicherheit an Anduin oder Sylvanas verkloppen. Bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Fortnite oder Call of Duty? Schwulnights oder Cholera? Keine Ahnung, nix von beiden. Aber eher nur Call of Duty. Call of Duty habe ich da oben Teil 1 bis Teil 6 stehe, also Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, ich rechne so, Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, 6 in Originalverpackung. Nichts gegen Call of Duty, aber was die letzten, sag jetzt mal grob, wirklich 10 Jahre oder 8 Jahre produzieren, ist wirklich immer nur dieselbe neu aufgegossene Scheiße. So. Birger, wir haben es. Bist Game of Thrones Fan? Was, weil er Alkohol ist. Also ich schaue Game of Thrones sehr gern, aber wie die letzte Staffel gekommen ist, das ist schon wieder 1,5 Jahre her, ich weiß nicht mehr viel. Ja, ich müsste das alles einmal wieder neu aufholen. Alle 7 Staffeln, die momentan da sind, da kommt doch jetzt dann, müsste doch eigentlich auch schon die neue Staffel lang da sein. Oder? Nicht? Game of Thrones? Die letzte Staffel war so, meh. Ich weiß nicht mehr viel, was passiert ist, sage ich ganz ehrlich, aber ich kann mich an mein Gefühl erinnern. Es war sehr, ja, sehr kitschig. Ja, sehr kitschig. Man merkt richtig, das ist nicht mehr am Buch oder an die Bücher orientiert und so. Meh. Aber bis Staffel 6 Game of Thrones kann ich jedem bloß ans Herz legen, wer Bock auf so einen Shit hat. Eigentlich die beste Serie, die es momentan gibt. Ja. Birger, es gibt eine Weißwurst. Na, was du nicht sagst, hä? Magst du Rick and Morty? Der echte Genji fragt mich, magst du Rick and Morty? Was für eine Frage ist das denn? Das ist wohl die lustigste und mit Abstand beste Zeichentrickserie, die in die letzten Jahre gekommen ist. Aber mit dermaßen im Abstand. Ja, da kannst du Family Guy abscheißen, da kannst du Simpsons sowieso abscheißen. Mittlerweile kannst du sogar South Park abscheißen und mit diesem Humor bin ich groß geworden und ich liebe South Park über alles, aber Rick and Morty ist Champions League, ja? Ist Champions League der Animationsserie. Nichts kratzt an Lustigkeit, Ideenreichtum, Anspielungen und überhaupt und sowieso da auch nur ohne. Ich bin absoluter Rick and Morty Fan, um das mal kurz zum sagen. Terence Hill oder Bud Spencer? Beide, weißt du, nur beide gibt, wie es sind. Bin ich auch groß geworden damit. Birger, okay, dann frage ich mich anders. Jason Voorhees oder Freddy Krüger? Schwierige Frage. Also ich finde den Jason als Charakter schon ziemlich geil, bloß was mir da nicht gefällt ist, ja, die Geschichte rundherum, warum er unverwundbar ist und unsterblich ist und so weiter, die finde ich beim Freddy Krüger cooler. Ja? Da ist einfach der Gedanke, dass er den in deinen Träumen verfolgt und umbringt, ist einfach cooler, deswegen Freddy Krüger. Aber dann gleich der Jason. Ja, doch, dann gleich der Jason. Wobei da der neue Film, so neu ist der auch nicht mehr, der ist auch schon wieder 10 Jahre alt, auch nicht so gut war. Der Freitag der 13. Was ich aber ziemlich cool gefunden habe, ist während die andere Tussi in dem neuen Freitag der 13. Neuer Rennen der Freitag der 13. In Schlafsack einbackelt, am Baum ohne Haut und dann über dem Feuer aufhängt. Okay, für alle, die jetzt gerade zuschauen, wir reden von einem Film, ja? Das finde ich nicht cool, das zum Tor, aber in dem Film, ja, wir reden hier über Filme. Aber nach meinem eigentlichen Lieblings-Super-Psychopathen, Bösewicht, Schurken, Killer, bin ich noch nicht gefragt worden. Du bist aber schon auf dem richtigen Weg, aber einer geht dann ab. Oh, ganz wichtiger.
Sabaton oder Artagan? Was? Fredel Fesel oder Otto Walkes? Da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gerade, also jetzt, so wie ich jetzt beieinander bin, finde ich den Fredel Fesel lustiger. Sage ich Fredel Fesel. Aber als Kind bin ich mit dem Otto Walkes groß geworden und niemand bringt mich mehr zum Loha als Kind oder hat mich mehr als Kind zum Loha als der Otto. Ja? Der Mann hat Humor neu und Humor, Kabarettisten, Sketche etc. neu erfunden damals. Es war schon sehr lustig. Also meinen Hochrespekt an Otto, einer der lustigsten Menschen der ganzen Welt, glaube ich. Fast and Furious oder was anderes? Was ist denn was anderes? Saturn! Herr Schneider, Spende steht vor der Tür. Spende steht vor der Tür. Das ist nicht wirklich wahr, da schau ich jetzt schnell nach. Tja, da steht tatsächlich eine Spende vor der Tür. Da steht einmal ein Weißbier vor dir. Mo, was tust du denn? Die werde ich mir nachher saugen, die ist sogar noch eiskalt da. Weißt, hat er schon was gelernt? Da? So, sagst du das? Hat er schon was gelernt da? Die kommt eiskalt, die tut richtig gut. Die werde ich mir straight nach dem Stream gepflegt, gemütlich, cremig in die Pfotzen schenken. Ein herzliches Dankeschön, Mr. Mo. So, wo haben wir mit den Fragen? Mit was für einem Auto fährst du umeinander? Mit einem, das Brumm Brumm macht. Habe die Ehre, Herr Überdrüber Ultra. Wo waren wir hier? Wo haben die Fragen? Ihr könnt eine Fragen ruhig ein paar Mal öfter da eine hauen, weil ich natürlich viel überlese und ich immer ziemlich viel Schmerz, wisst ihr, wie es ist. Ein Elektrozahnbieseln oder Kuh umschubsen? Kuh umschubsen natürlich. Derry Birger, sorry für Samstag, aber hat Komplikationen gegeben. Herr Genzel, Tobi, wie, sorry für Samstag, braucht sich gar nicht entschuldigen, da waren so viele Leute da, Alter. Ich jetzt sowieso nicht checkt. Lieber alten Vögeln helfen oder alten Vögeln helfen? Also ich bin lieber für alten Vögeln helfen. Nürnberg oder Bayern München? Keins von beiden. Bayern ist weiß-blau. Und nicht rot-weiß oder rot-blau. Was für eine Frage ist das? Sebastian Link, das ist doch schön. Man macht die Tür auf und der Eiskönig weiß, die steht vor der Tür. Ja, muss ich auch mal sagen. So weit habe ich es also gebracht. Live Goal reached. Ich sitze mir her, stream 2 Stunden und dann spenden mir die Leute sogar noch Weißbier vor das Haustier. Ja, geht's denn geiler. Magnum oder Miami Weiß? Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mit beiden nicht viel anfangen, habe ich nie richtig verfolgt. Ich glaube aber, der Magnum war der coolere von den zwei. Wobei ja Miami Weiß, die waren glaube ich auch zu zweit, wie mich nicht alles täuscht, aber der Magnum war schon ziemlich cool. Birgit sagt, wann machen wir ran wieder PUBG? Gute Frage. Gute Frage. Wenn ich es wieder installiert habe. Ich habe momentan seit 4 Wochen spiele ich nur WoW und habe PUBG nicht einmal angelangt, nicht einmal. Und es soll kurz die Zeit vielleicht auch noch einmal so bleiben, weil ich brauche meine Maus noch länger. Aber vielleicht schaffen wir es nächste Woche. Ich habe es nicht installiert, deswegen ich kann es jetzt während dem Stream, wenn ich es installiere, dann kackt der Stream ab und dann funktioniert nichts mehr. Ketchup oder Mayonnaise zur Hirnwurst? Wer weiß mit Hirn und Wurst zur Hirnwurst? 20% der Zuschauer rasen jetzt zur Tür und schauen, ob einer draußen steht. Der Baul fragt, FC Bayern oder 1860? Das ist mit Sicherheit die Frage auf das, was ich gerade gesagt habe. Bayern ist weiß-blau, nicht rot-blau. Den Rest kann sich jeder selber dingen. Wie viele Maß Bier schaffst du? Puh, das ist schwierig zum sagen. An einem wirklich guten Tag, wenn ich sauber gegessen habe und gute Tagesform beieinander habe, dann 5. An einem Standardtag, erste Maß reibungslos, zweite Maß, okay, man checkt langsam, okay, du hast was getrunken, dritte Maß, Rausch, bis voll Rausch und die 4. Maß saufe ich meistens schon gar nicht mehr, weil ich nicht mehr kann. Und beim guten Tag saufe ich eineinhalb mehr. Kommt aber auf die Zeit drauf an. Weißt du, wenn ich mir um 10 Uhr Vormittag schon ins Volksfest hocke und dann bis um 12 Uhr auf die Nacht auf 14 Stunden 5 Maßen sauf, ist das nichts Besonderes. Ich rechne halbe von 6 Uhr Nachmittag bis 12 Uhr, also in 6 Stunden. Jede Stunde Maß,
Hast du gemütlich deinen Rausch in der Futzen? Passt. Welchen Avatar spielst du in WoW? Einen Frostmage, Undead. Wann kommt noch mehr ein Kruzifix? Jetzt ist doch das andere erst einmal eine Woche alt. Lass da mal Zeit, das nächste kommt schon. Habe übrigens ein kleiner Spoiler. Ich habe ja, bevor wir gestreamt haben, habe ich ein bisschen am neuen Video gearbeitet und gewerkelt und Ideen gesammelt. Eventuell haben wir ein neues Format, meine Damen und Herren. Abseits vom How-To und Kruzifix und vom Stammtisch. Ob man da mehrere Folgen draus machen kann, das weiß ich noch nicht, aber ich habe jetzt das einmal so gemacht einfach. Was das dann ist, das seht ihr dann nächste Woche. Bayerisch angehauchte Volksfeste, die sich dann Oktoberfest nennen, No-Go oder Ozapfte. Süddeutsche Feste sind gemeint, nicht preußische. Also, auch wenn ihr das Oktoberfest, Mr. Padre! Dies ist eine freundliche Erinnerung in den Afterstream-Schmetz. Der Afterstream-Schmetz. Ich komm schon noch ins Discord dann rein. So. Wo waren wir jetzt? Also abgesehen davon, ich mag das Oktoberfest nicht, weil es einfach eine Preisenversammlung ist und einfach nur Geldmacherei. Dennoch hat nur das Oktoberfest und Wiesen das Recht, sich Oktoberfest zu nennen und nicht diese angehauchten Festel, bloß weil irgendwo eine weiß-blaue Fahne hängt. Ja, das ist unser Oktoberfest. Ja, ist nur Geldmacherei. Nur Geldmacherei. Und da krieg ich's Kotzen. Also da krieg ich einfach das Kotzen und sowas hasse ich. Deswegen kriegt diese ganze Scheiße, in denen ich zu Oktoberfestwochen alles, was nicht bei 3 am Baum ist, sauber sei fett weg. Ohne jetzt zu spoilern. So. Jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken. Währenddessen könnt ihr euch einmal Fragen überlegen. Kinder. Gäuboden Volksfest oder Wiesen? Das habe ich gerade erklärt, oder? Das Gäuboden Volksfest ist das maximal größte Volksfest, das ich gern mag. So. Ich verstehe nur die Hälfte, die du redest. Tja, nicht mein Problem. Der Gangsturm fragt, Hans Söllner. Bin ich auch groß geworden damit. Aber der neue Hans Söllner ist der Bibo, wenn du mich fragst. Aber wie so oft fragt mir einfach keiner. So. Der Heulberg Bastia schreibt, gibt's deinen Dampfer noch? Ja, ich hab mir sogar einen neuen gekauft. Weil der andere nicht kaputt gegangen ist. Aber nicht, weil es so Schrott war, sondern weil er mir einfach runtergefallen ist und weil das Ding da herum außerbrochen ist. Habe ich mir einen neuen geleistet. Ich weiß nicht, was ist das? Das ist ein Aspire. Aspire Speeder. Keine Ahnung. Ich mag keine Werbung dafür machen, weil ich es eigentlich nicht gut finde, wenn Leute wegen mir das Dampfen anfangen. Außer du rauchst und du schaffst es nicht zum Aufhören, dann kaufst du bitte sicher Strom. Kostet weniger. Ist wahrscheinlich gesünder. Weißt du eh, was es ist. Warum läuft Nasen und riechen Füße? Das ist eine gute Frage. Weil Gott sie so geschaffen hat. Kannst du einmal einen Jesus-Sepp machen? Der Jesus-Sepp auch versprochen, mehr oder weniger. Ich hoffe es zumindest, auch verspreche tue ich lieber mir nichts. Aber der Jesus-Sepp hat spätestens seinen Auftritt wieder in How to Weihnachten. Birger, was tust du für eine Liquid-Dampfer? Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass jetzt die Fragen wieder ankommen. Ich mische selber 50-50 und rauch Geschmack. Was rauche ich für einen Geschmack? Heißt Suicide Cat und ist Vanillepudding mit Erdbeer. Papal siehst halt. Mag ich, helft nicht. Hast du Erkan und Stefan Ming? Schau, berechtigte Frage von CM Rule. Schau, das sind meine Fragen, die ich da nicht kriege. Ich habe einen Erkan und Stefan so hart gefeiert, wie ich klar war, dass es ganz aus war. Hey, brutal, Alter! Hey, Dönertier! Erkan, hey, Stefan! Hey, brutal, Alter! Also, Erkan und Stefan haben meine Jugend auch sehr geprägt, so ist es nicht. Aber nicht so krass, wie das zum Beispiel der Helge Schneider da hat oder ein Otto. Oder wen haben wir noch? Vor allem ein Helge Schneider, ganz ehrlich, mit 3/4 von meinem Humor basieren auf Helge Schneider Blödsinn. Ja, der Typ ist so grenzgenial geil, dass ich durchdrehen kann. Der Momo Ritter, einmal eine ernste Frage. Vielleicht mir ist jetzt das stehen, dann darf ich es vielleicht lesen. Was ist das? Muss ich da jetzt wirklich draufklicken? It's fucking Treyway, King New York, looking for the Queen.
got the right one. Let these big bitches know, nigga. Queens, Brooklyn. Pussy got that wet, got that drip, got that super soaker. Hit that, she a Fifi. Götter, Hitter, Shitter, Super Socker, Fifi, yeah. Ohne Scheiß. Und das schauen sie 331 Millionen Leute. Gratuliere. Das ist doch diese Mumble-Rap-Scheiße, oder? Was heißt nie? Ich meine, so alt ist es noch nicht. Diese ganze Mumble-Behindi-Kacke, ja? Ganz ehrlich, dann kommt der Eminem um die Ecke mit einem Album namens Kamikaze und fickt euch alles. Fickt, ich wiederhole. Warte, ich mach mich raus dabei. Da kommt der Eminem, die einzige lebendige Person, die sie Rap-Garden nennen darf, seit Anbeginn der Zeit. Und für alle Ewigkeit wahrscheinlich, weil niemand auch nur ansatzweise da ohne kratzen wird, was er Eminem in seinem fabriziert. Und was das ist, ja, das weiß ich nicht. Aber ich krieg, glaube ich, langsam Krebs davon. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar schneller Krebs davon, als wenn ich jetzt das Quecksilber aus dem Thermometer aussauf. Mag ich nicht. Mag ich nichts damit zum tun haben. Das ist einfach nur Dreck. Das ist nur Dreck. Mr. Jump Express! EMI-EFCOM bietet jetzt Minga Oktoberfest-Rechner mit blau-weißer RGB-Beleuchtung. Siehe Discord-Geschmäcks-Channel. Was? Da muss ich jetzt schnell reinschauen. Moment einmal. Wer bietet was an? Ich sehe im Discord nichts von irgendwie Sachen. Da ist nichts. Du musst das nochmal posten. Vielleicht denke ich nachher noch mit dran und hau es schnell rein. Anlauf Nummer 3087. Viele Österreicher sagen ja, Bayern kennen offiziell eigentlich zu uns. Habt ihr da ein Problem damit? Herr Lukas Feckmelzer. Was ist denn das für eine Frage? Wenn es nach mir geht, da ich gerne eine Alpenrepublik gründen. Da backelt man uns ein, da backelt man euch ein, Hashtag Lieblingsnachbarn. Da backelt man die nördliche Hälften, also die ganze Alpenregion, Südtirol etc. von Italien, nehmen wir auch noch mit. Und die rechte Seite von den Schweizer, die backelt man auch noch ein. Dann bauen wir aus 100.000 Milliarden, Trilliarden, Quantrilliarden Augustinerkasten eine Mauer rundherum, die so hoch ist, dass wenn der Preis aufschaut, so, das Knack bricht. Natürlich habe ich da kein Problem damit. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich irgendwann einmal auswandert, dann weiß ich, wo ich hinwandert. Nämlich zu den Österreichern. Wo soll ich denn sonst hin? Versteht mir ja keiner. Was sollst du denn vom Schnupfen? Und welcher ist dein Liebster? Kann ich nicht mitreden. Ich schnupfe nur, wenn ich im Volksfest bin und dann auch nur, was die Leute dabei haben. Deswegen habe ich da keine Ahnung davon. Hashtag Lieblingsnachbarn. Hashtag Lieblingsnachbarn. Ja, so schaut's aus. Servus, kannst du mich grüßen. 16. David irgendwas, habe die Ehre, grüß dich. Wie hoch muss das Schutzgeld sein, damit ich dort auch noch runterkomme? Ich kann putzen. Ganz ehrlich, wenn du putzen kannst, ist das in Ordnung, dann nimm ich dir so mit. Dann muss ich nicht tun. Das ist gut, das ist gut. Also Schutzgeld, scheiß auf Schutzgeld. Wenn du putzen kannst, bist du dabei. Boxsäckelkarte! Merci dir! Gold miteinander. Grüß Gott! Das Gesicht mit großen Augen, Daumen hoch, mittelhelle Hautfarbe, endlich Wochenende. Haben wir jetzt beim mittelheller Hautfarbe, nicht mehr Hauttyp 4. Endlich Wochenende! Da hast du recht, hoch die Hände, Wochenende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Ja, egal. Birger hat als Kind bestimmt aus kleine Arschlochmengen. Nein, hab ich nicht. Das kleine Arschloch habe ich nicht lustig gefunden. Aber ein Werner Beinhardt habe ich lustig gefunden. Und das wiederum ist der Grund, warum ich das kleine Arschloch nicht lustig gefunden habe, weil der Werner umso viel besser war. Und ironischerweise, und das ist nicht gelogen, ein Werner, ich habe mir auf 2 Tage angeschaut, weil ich 2 Mal eingeschlafen bin, vorgestern und gestern habe ich mir einen Werner Beinhardt, ich glaube das erste Mal seit 15 Jahren wieder angeschaut und muss sagen, ja, er ist schon nicht so gut gealtert. Also man kann es ihn schon anschauen, aber wenn du das sechst heute und einen Werner Beinhardt nicht kennst und das heute sechst, dann kannst du nicht nachvollziehen, warum der damals so einen Erfolg hat und das damals so lustig war. Na, damals hat man nichts anderes kennt. Hey Gott! Die Russen sind da! Sag mal, soll ich das so tun? Der ist ja noch gut! Ja, also ein paar Sachen haben schon drin, es sind auch ein paar maßgebliche Witze drin, die ich bis heute mache, ohne dass ich registriere, dass die auf dem Werner basieren. Wie zum Beispiel, wenn irgendjemand Bärbel heißt, dann nenne ich die Frau immer Bärbel!
Oder wenn wir in Minga sind und da fährt Tram umeinander, dann heißt die aber für mich halt Bärtram. Für immer und ewig. Katzeklo, ja, das macht die Katze froh. Weißt du, das habe ich mit meinem Pap gespielt. Da spielt er Gitarre und ich hab das singen müssen und dann wollte man in seiner Stammkneipe das vortragen. Ja, da hat er mich halt mitgenommen. Da war ich vielleicht 10, keine Ahnung. Bin nicht in der Kneipe geguckt, hilft halt nicht. In Minga, in Schwabing. Im Alfonsos hat's geheißen. Vielleicht kennt ihr das irgendjemand oder der eine oder anderen. Das war übrigens 1 Meter neben dem Haus der 111 Biere. Das kennt man wahrscheinlich ziemlich gut in Minga. Da bin ich auch so halb groß geworden, ja. Da habe ich das erste Mal, werde ich auch nie vergessen, da hat die Wirtin, Monika hat's geheißen, die Moni, Mannweib ohne Ende, also die, wenn da eine geschallert hat, Alter, da haben alle Lichter ausgegangen. Das war ein Brackelfisch, dass du sagst, Kruzifix. Die hat dann Jägermeister ausgeschenkt und so und ich war echt 12 und Whisky und was weiß ich, was soll ich sehen. Dann ist der da halt gestanden und dann haben sie sich halt lustig drüber gemacht, haha, magst du auch mal. Und ich bin halt hergegangen und hab das Stamperl ausgesucht und hab das Gesicht nicht mal verzogen. Und dann werde ich nie vergessen, hat Moni zu mir gesagt so, Birger, das soll jetzt da, also Birger, mein Papa hat auch Birger geheißen, deswegen heißt er auch Birger übrigens. Du, ich meine, das ist nicht sein erster, werde ich nie vergessen. Han Rosenheimer da, fragt der Mordheimer Madesen. Weiß ich nicht, Han Rosenheimer da. Mit Sicherheit, da waren nicht mehr Rosenheimer da. Sebastian Link schreibt, ich kenne Barbara, zu der sage ich immer, Bärbel. Ja, wegen Werner, passiert alles auf dem Wärme. Egal, hol ein Pflaster, ich verblute. Ja, war schon lustig. Ab und zu muss ich schon schmunzeln. Der JC schreibt, letzter Versuch, ich komme aus dem Landkreis Coburg, nördlichstes Oberfranken. Bin ich jetzt ein Preis? Nein. Aber auch nur, man ist nur dann ein Preis, wenn man sich verhält wie ein Preis. Verstehst? Sprich, es gibt durchaus auch Preisen, die nicht komplett querschnittsbehindert sind. Ja. Der Herr Weininger schreibt, welcher Depp ist denn eigentlich auf Habidere gekommen? Auf Habadere gekommen? Das ist eine berechtigte Frage. HB-Dere ist in Ordnung, aber welcher Vollidiot auf Habadere gekommen ist, mit A, Habadere, weil dieses Wort existiert nicht, das gibt's nicht, das gibt's ja in keiner Dialektabwandlung, irgendwo 10 Kilometer, 100 Kilometer weiter, braucht man keiner irgendwas anderes erzählen. Habadere gibt's nicht. Aber ich weiß, dass es auf Facebook Leute gibt, die damit ihnen T-Shirts verkaufen. Da kommt mir schon wieder ein bisschen Kotze auf. Wo groß fett oben steht, Habadere gibt's ein Bier. Nein. Warum fresst ihr meine Kohlen? Was hältst du vom neuen Polizeigesetz? Da rede ich nicht drüber. Politik hat hier nichts verloren, meine Damen und Herren. Seit wann wächst denn da Monobrauen in deiner... Die wächst da schon immer. Da, Monobraue. Ich bin Kant, dann hätte ich schon lange mal die da sofort zuwachsen lassen. Die war super. Weil ich verstecke die selber auf der Brain da, so. Jetzt habe ich gar keine... Jetzt machen wir's mit Weiber. Lucky! Schaut da den Dreck an. Ja, kann ich nicht. Lucky, 5 Euro Lucky, ich kann nicht. Merci für den 5er. Ich kann da leider nicht draufdrücken, was du in die Donation reinschreibst. Wenn du es vielleicht in den Chat reinschreibst, kann ich vielleicht schon draufdrücken. Ich mach's aber jetzt halt für Weiber. Weißt, so blöd kann auch bloß eine Jacqueline sein. Die geht her, rasiert sich ihre Augenbrauen weg und malt's dann mit dem Edding wieder hin. Logik, wo? Warum? Kann mir mal irgendein Weiberlein erklären, was das soll? Wieso tue ich denn das? Kruzifix. Selten so viel Blödheit in einer Futzen gesehen. Birger, Radler oder Gasmaß? Radler. Weiß nicht, was alle gegen das Radler haben. Oder alle meinen, dass ich ein Radler hasse. Hab noch keinen gesehen. Herr Wastelhuber. Wie Eis heute wo der bayerischen Grenzgänger-Crew. ISO wie US heute wo dene? Vergesst gerade für den Euro. Moment, jetzt muss ich kurz dampfen. Jetzt geht's wieder. Also. Diese Grenzgänger-Crew, ich befasse mich nicht damit, aber ihr habt es mir, glaube ich, schon einmal in einem Video gezeigt. Das sind diese Vollidioten, das sollte eigentlich die Frage gleich beantworten, die auf der offenen Straße mit einer Großmaschinen, Motorrad, Autos und so weiter irgendwelche Stunts vollziehen. Ja, ganz ehrlich, sie sind Vollidioten. Ja, ich verstehe, warum sie die Aufmerksamkeit haben, ich verstehe, warum so viele Leute das feiern und das gut, also es ist ja bemerkenswert, was die kennen, ja, das sage ich dir gar nicht ab, das ist, verdient auch meinen Respekt. Mr. Dampf Express!
für ein Oktoberfest. Rechner hochscrollen im Discord. Zockt ist. Ernsthaft jetzt. Jetzt pass auf. Kann man das sehen? Leider ist es ein bisschen klar. Kann man das sehen? Was ist denn das für eine... Verkaufen sie jetzt echt Rechner, die nach dem Oktoberfest gestartet... Also die Leute sind so behindert. Also da fällt mir wirklich... Also, Entschuldigung, aber das ist die dümmste Scheiße, die ich heute gesehen habe. Ja, haben wir es wieder geschafft, das ist die dümmste Scheiße, die ich heute gesehen habe. Keine Ahnung, was ich da dazu sagen soll. Weiß ich nicht, was ich da dazu sagen soll. Könnte man ein bisschen Kotze auf. Hängt da ein Brezen drin. Also mit Sicherheit ziemlich förderlich für den PC, wenn da ein Brezen drin hängt. Naja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir erreichen unsere 2-Stunden-Grenze. Haben wir nicht mehr lang. Also eine Frage zwischendrin, die ich noch gerne beantworten darf, die habe ich noch, da muss ich noch mal aufscrollen, und zwar hat der CM Rule noch mal was geschrieben. Bist du mit dem Haider befreundet? Nein, leider nicht, um ganz ehrlich zu sein. Er macht zwar grundlegend ein bisschen was anderes, aber es war schon mal ganz nett, einen Haider kennenzulernen. So ist es nicht. Mann, ich bin jetzt nicht der Typ, der die Leute alle anschreibt, hey, machen wir mal was, machen wir mal was, machen wir mal was, machen wir mal was. Es hat auch irgendwann einmal geheißen, dass der Haider gesagt hat, ich kenne ihn, ja, aber er ist mir zu bayerisch. Verstehe ja, weil ein Haider sein Publikum 90% Preisen sind. Ist halt so. Ich glaube, dass 90% gar nicht gelangt. Und mein Publikum hat nicht einfach 95% Bayern. Ja? Im Grunde machen wir was Ähnliches. Er macht es ein bisschen, aber trotzdem grundlegend anders. Also sein Format geheidert ist schon ein bisschen was ganz anderes wie mein Kruzifix. Ich bin vielleicht ein bisschen rabiater. Er ist ein bisschen verarschender. Ja, ich bin etwas rabiater und schrei vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Grant. Ein bisschen mehr Grant ist da drin. Lucky! Da der Dreckbier Adventskalender 2. Türchen, Weltenburger Anno 1050 Biertest, #Biergast. Lucky, ich weiß nicht, von was du redest, aber ich rede wahrscheinlich von irgendwelchen Merci für deinen Zwickel und irgendeinem gibt es jetzt einen Oktoberfest-Adventskalender. Ja, haben wir so weit. Ich weiß nicht. Eileen Kruse, ich bin aus Niedersachsen, bin ich ein Preis, du bist nicht aus Niedersachsen. Ein Niedersachse war nicht imstande so zum Schreien. Lüge. Das ist ja ein Rule, jetzt lasst den Bürger Schluss machen, da wartet der Kriegerbräu auf ihn, das wird warm. Nein, ganz im Gegenteil, das ist ja das Geile, wenn das außen so ein Tau drauf hat, ja, so richtig geil, so richtig shit geil Trieb ist. Mr. Con, CNVO! Morgen Kirtag bei mir Bierkrüge. Was morgen Kirtag bei mir Bierkrüge? Kirder? Stimmt, ist in Dingelfing ist Kirder, oder? Das ist, also ich darf es gar nicht laut sagen, aber theoretisch ist das Kanakenvolksfest. Deswegen gehe ich da nicht hin. Hat er nicht gesagt. Was ist mit dem Schnacksalotl? Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Was ist mit dem sexuellen Belästigungsschnacksalotl, meine Damen und Herren? Da ist er. Und das soll unser Schlusswort sein. Der sexuelle Belästigungsschnacksalotl. Safe Pandas, meine Damen und Herren. Was habe ich jetzt da? Jetzt habe ich das wieder weg da. Wo ist er? Oh, da haben wir einen Haumdauer. Haben wir übrigens auch noch. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Haumdauer ist. Aber das ist nicht so schlimm. Oh, Schnacksalotl, Haumdauer, jetzt kommt alles durcheinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Es waren mir wieder mal 2 Stunden lang, wir haben 1 Stunde 58 Minuten, eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Herzlichen Dank für jede einzelne Donation von euch. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen, fürs Dabeisein. Herzlichen Dank für letzten Samstag. Es war ziemlich heftig. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick geben können, weil ich wahrscheinlich kein Video nicht machen kann. Alter! Bist du behindert? Leberkas Party. Basti! Basti! Das war 50er! Bist du behindert? Nein! Was soll denn das? Ich fang an zum Sagen, ich hau ab und du gibst mir den 50er! Was soll denn die Scheiße? Zieh ihn zurück! Oder ich kündige dir die Freundschaft! So schaut's aus! Aber was soll denn das? Was soll denn da noch dazu? Was soll denn das? Was soll denn da dazu sagen? Weißt du, ich hab schon ein Problem damit, wenn niemand einen Zehner da lässt.
Das ist jetzt ein ganz verschissen furchtbares Basti. Kruzifix. Ich habe schon ein Problem damit, wenn jemand einen 10er da lässt. Und da sage ich schon, bitte keine zweistelligen Beträge, aber einen verfickten 50er. Warum? Hoffentlich zerreißt euch alle Torwascheln. Kruzifix. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Basti, merci für den 50er. Da bleibt mir der Speiberling weg. Drücke die aus innerlich. Muss ich nochmal bleib jetzt noch mal 5 Minuten da. Wird so jetzt schafft da. Special Greets am Basti. Falls du im Discord bist, ich komme jetzt da noch in Discord. Gibt's vielleicht ein Vollbier-Squad. Status. Padre! Basti, du musst dir 50 Mal in 1 Euro spenden. Man sagt dann nichts. an Euro spenden, dann sagt da nix. Ja, Padre, da sag ich ja nix, weil man das nicht registriert. Gescheit. Du Obernase. Außerdem, das erkläre ich im Discord. 50 Euro ist 5 Minuten. Auf geht's, Leute. Ja, guter Stundenlohn beim 50er, 5 Minuten. Das ist wirklich ein guter 50er. Hab ich mir selber ausdenkt. Mann, ich wollte doch gerade gehen. Was der man dann? Haut's aus seine Fragen. Haut sie raus! Es wird aber egal, wie viel der Nächste jetzt da umeinander spendet. Und wenn du 5000 Euro am Tisch legst, dann schalte die instant den Stream aus. Ist mir egal. Ist mir egal. Ihr habt schon Basti seine Nachricht übrigens unter der Donation vergessen. Jetzt schon. BMW oder Audi? BMW. Eigentlich keins von beiden. Jan Schäfer, Barbie oder Hessen? Ist mir egal. Ist mir egal, ich bin jetzt grantig. Ja? Ihr kriegt jetzt nur grantige Antworten, weil mich sowas grantig macht. Gruberin oder Polt? Ganz klar Polt, was ist denn das für eine Scheißfrage? Alle auf meiner Schule kennen die. Was? Alle auf deiner Schule kennen mich. Die sind besser so. Dann wissen sie, von wem sie Fotzen kriegen, wenn sie was falsch sagen. Eishockey-Fan? Nein, bin kein Eishockey-Fan. Magst du Eishockey? Nein, mag kein Eishockey. Hashtag Punkt. Hast du was gegen Jan Ringsburg? Wer ist der Jan? Und warum ist er aus Ringsburg? Machst du mal ein Treffen mit deinen Abo-Leuten? Ja, letzten Samstag. Wann machen wir einen Schaumdauer? Der scheiß Schaumdauer. Ja, der kommt noch. Seppe, merkt einmal einen Schaumdauer. VW oder Mercedes? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Mercedes. Sommer oder Winter? Ganz klar Winter. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich da hinsetze und Computer spiele. Landshut oder Straubing? Straubing. Curry King oder Pulsadern aufschneiden? Pulsadern aufschneiden. Vom Namen her haben wir fast beieinander. Franz Berger. Ja, bloß dass ich nicht Franz heißt. Rüschel. Ja, früher sehr viel Rüschel getrunken, aber jetzt nicht mehr. Welchen Leberkäse magst du am meisten? Weißt du, gibt's mehrere oder was? Soll ich was versammelt? Minger, DE oder Out? Was? Wer ist besser? Minger, DE oder Out? Ich weiß nicht, was das für eine Frage ist. Es gibt den Out, kein Minger. Ja, liest der jetzt alles? Ja, ich lese jetzt alles. Boxsäckelkarte! Bestes wäre natürlich der Sammel nicht! Der geht! Das ist doch. Das ist. Sammel nicht, das geht! Das ist doch, wenn er seine Anhängerkupplung hinten auf wie Zwirbelmilch, ne? Kegi, save the pandas! Save the pandas down zur Mägel Weißwurst. Der Text war, mach eine Leberkäse. Ah ja, mach eine Leberkäse-Party. Für 50 Euro, was kostet der Leberkäse-Reindl? Ich weiß, Reindl, Leberkäse-Rankel. Was kostet das? Weiß ich gar nicht. Kommt mir da weg mit einem 10er, 20er. Kann ich mir 2 kaufen, die hau ich mir einpfutzen. Aufback Weißwurst. Lecker! Ja! Der Text war, haben wir schon gehört. Ja, roten und weißen Leberkäse. Wer mag denn einen weißen Leberkäse? Einen roten Leberkäse natürlich. Der weiße Leberkäse ist ein Weißwurst-Leberkäse, den frisst man nicht. Nein! Franken oder Franken? Ja. Und. Oder. Lieblingsfußballer, mein Lieblingsfußballer. Der Basler. Leberkäse vom Globus. Ja. Da wo die Leberkäse nicht Leberkäse-Semi heißt, sondern Semi-Leberkäse. Weil die Leberkäse-Scheibe da drin dreimal so dick ist wie Semi. Geil. Schaben oder Pellen? Vielleicht gibt's ja Schalen. Wer weiß. Sternzeichen. Ich bin Sternzeichen Zwilling. Birger, ne, das ist wie ein Heizkörper bei der Frau Hansen wegmachen muss. Frau Hansen! Ja, weil ich bin
Das weiß doch jedes Kind. Beim Globus kostet er 3,30 oder so. Also, how ist der... 3,30? Was, ein ganz Ding für 3,30 €? Das stimmt doch nicht. Bud Spencer Zitat. Den Weichmeier können Sie der Katze in den Scheitel schmieren. Willst du jetzt einen Livestream machen, wo du Leberkäse frisst? Nee, oder? Was? Nein. Schaut's nicht, was... Da, der Fipsi TV hat sich mal was ausdenkt. Schaut's nicht auf meinen Kanal und abonniert's nicht. Ah, ist aber ein bisschen innovativer als der ganze Idiotenhaufen, der sonst schreibt, oh, ich bin live, schaut's vorbei. Ja, warum soll ich denn das tun? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Hau ab. Baum auf Blatt, der Seppi, Globus ist anreidig, ich bin ein Zwilling. Der Globus ist überhaupt nicht anreidig, wer sagt sowas? Was erlaubst du dir? Im Globus gibt's die besten Leberkäse-Semmeln, der hat sich deppert oder was? Wie war's mit einer Biergerbomb? Biergerbomb? Nein, jetzt nicht mehr. Biergerbomb mach ich jetzt nicht mehr mal. Als Kilo 4,90 € beim Globus, das ist vielleicht schon nicht so viel. Grüezi fix, jetzt kriege ich schon wieder Sodbrenner. Warum kriege ich am Schluss aus vom Stream immer Sodbrenner? Warum? Hallo, ich bin der Röhrig, darf ich reinkommen oder störe ich? Leberkäse oder Greicherz? Wow, gute Frage. Wenn sie richtig gut selber... Oh, der Bavaria-Blogger übrigens. Special Greets an den Bavaria-Blogger an dieser Stelle. Ein gut selber gemachtes Greicherz von einem Bauern ist so ziemlich das Geilste, mit einem sauberen, fetten Bauernbrot dazu, mehr brauchst du gar nicht, so ziemlich das Geilste, was du kriegen kannst. Ist natürlich auch unbezahlbar, weil Schweine teuer, aber dann lieber das Greicherz, weil es was richtig Besonderes ist und richtig geil. Lecker, fuck, jetzt mag ich ein Greicherz. Herzlichen Dank dafür, dass ich jetzt Bock auf ein Greicherz habe. Gut, ich fix und keins haben kann. Fix, Mari, hat er Staunen, 17 Mal Pfotzen geschissen, so. Bauwagen oder Club? Also ich war mehr so der Clubgänger in dieser Phase meines Lebens. Bauwagen haben wir keinen gehabt. Es gibt ja eigentlich, musst du fragen, Bauwagen oder Hütten. Wir haben eine Hütten gebaut. Und ansonsten, naja. Caroline Schneid fragt, Samsung oder Apple? Ganz klar Samsung, weil Apple-Geräte kaufe ich nicht, unterstütze ich nicht, weil bevor ich mir ein Apple-iPhone kaufe, kaufe ich mir lieber ein Handy und ein Auto. Zum gleichen Preis und das Handy ist wahrscheinlich sogar noch schneller. Ist so, bester Leberkäse beim Globus. Sagst das? Ich weiß nicht, bei was vom Globus das ihr seid, aber ich rede vom Globus Blattling. Da haut's dir Pfotzen kaputt, wo wir die Leberkäse da drin abgingen. Der Trust No One schreibt, im Januar gibt's wieder ein Greiherz, da muss ich da mal eins schicken. Hey, also es ist irgendwie fragwürdig, wenn wir leider Greiherz schicken, aber lieben gerne, ich probiere alles, was da ist. Greiherz kann man nie genug haben im Winter. Nie. Da ist mein Chef immer ganz geil drauf, der macht das alles selber und das Zehnterling weiß. Und da kaufe ich immer 1, 2, das sind dann so eine Wascheln, also so ungefähr. Ja, so jetzt mal so, so eine Dinge ungefähr. Ja, so. So. Und immer ganz dick und so richtiger Waschel. Und die haben so geil. Das ist so geil. Da friese ich eine ganze Woche lang nichts anderes wie bloß Brot und Greiherz. Das ist so geil. Jetzt steht da der Greiherz vor der Tür, ja genau. Der Green Bull fragt, Marvel oder DC? Filme, Marvel, Serien, DC, Comics sind beide gleich cool. Birger habe die da. Wer immer das ist, Josephine Ismail habe. Kaufst du dein Leberkäse beim Globus? Ich hätte ein bisschen einen Witz kommen müssen. Der Witz geht besser. Ich hätte frisch Greiherz daheim. Wenn du magst, kriegst du einen Brickel. Ich hätte jetzt auf mich mit dem Greiherten zum Locker, weil da krieg ich einen Vogel. Da springe ich noch mehr wie bei einer Halbe. Kannst du noch mal Franziska schreien? Nö. Der Momoita schreibt, nee, das habe ich nicht da. Also er hat leider kein Greiherz nicht da. Bruder, war vorhin schon mal da, das für ein Zwilling. Ich bin aus Niedersachsen, das ist keine Lüge. Niemals bist du aus Niedersachsen. Never. Das ist keine Lüge. Noch nie hat der Preis so borisch geschrieben. Vergiss es. Eileen, gut, nach dem Namen noch. Entschuldigung. Okay, du bist aus Niedersachsen. Ich kauf's da ab. Wo haben wir zu Rule? Welches Game hat dich gehypt, aber als du es gespielt hast, warst du echt enttäuscht davon? Jetzt zweite. Star Wars Battlefront. Vampir in jüngster Zeit. Leck, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also so viel. Es ist jetzt Call of Duty in den letzten 5 Jahren. Eigentlich fast jetzt. Er müsste sagen, was hat mich gehypt und hat dann meine Erwartungen übertroffen. Beispiel The Witcher 3 vor 3 Jahren. Can you do this?
Ja, nein, kann ich nicht mehr, weil mir das Kreuz weh tut. Birger, bring da ein Kreuz, ein frisch Bauernbrot und ein kalte Halbe. Wie schaut's aus? Da hätte ich jetzt schon Bock drauf, so ist es nicht. Oh, No Man's Sky. No Man's Sky ist aber das Paradebeispiel, das stimmt eigentlich, ja. Also No Man's Sky war sicher einer der hergeschissener Drecksrotz, dass ich einen Vogel krieg. Machen wir How to Bauernrotz. Was ist denn der Bauernrotz? Marvel oder DC? Mr. Green Bull, ich hoffe, der Stream auf Twitch hat sich nicht verdingst. Nochmal, Marvel oder DC, nur mal für die, für den Green Bull. Marvel-Filme, Marvel. Frau Törm, Tänzerin. Gute Freunde kann niemand trennen. Das kriege ich halt nicht mehr. Das kriege ich halt leider nicht mehr zusammen, weil ich so heiser bin, aber. Gute Freunde kann niemand trennen. So, nochmal. Marvel oder DC? Also, wenn es um Filme geht, Marvel. Wenn es um Serien geht, DC. Wenn es um Comics geht, beide. Nix gegen Star Wars Battlefront. Also das 1 war geil, das 2 war nur langweilig. Erdäpfelkäse oder Kartoffelsalat? Erdäpfelkäse. Ich bin die Swagilites von der Comic-Con übrigens. Jetzt dämmert natürlich einiges. Jetzt macht es natürlich Sinn. Dann muss ich meinen Respekt aussprechen, wenn du wirklich aus Niedersachsen kommst, dann bist du der bayerischen, vor allem Schrift. Und das ist die Königsdisziplin, selbst für manch einen Bayern. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig und sehr gewachsen. Respekt, alles richtig gemacht. So. Franziska! Ich sag's euch, wie es ist. Ich komme jetzt halt noch ein bisschen ins Discord für 15 Minuten. Können wir ein bisschen schmerzen, wenn ich nicht weiß, was Discord ist. Sowas wie Teamspeak oder WhatsApp. Link ist unten in der Beschreibung vom Video, vom Stream. An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für eine Donations. An jeden einzelnen Donation. Special Greets und merci an Basti für seinen gestörten 50er. Du spinnst doch. Glaube allerdings auch erst, wenn ich kapiert habe, was überhaupt schon wieder los ist. Wer tut denn das? Wer macht denn das? Wer tut denn sowas? Ich weiß es nicht. Hättest du da wohl lieber mal versuffen. Hättest du wahrscheinlich mehrere davon gehabt. Was haben wir noch? Merci fürs Zuschauen. Ja. Ein bisschen Werbung am Schluss. Achtung. Ich hab die Battle nicht mehr drin. Geschissen auf Werbung da herum. Wer sich für irgendein Merch interessiert, das ist doch rechts oben. Also ein kleines weiß I, keine Ahnung, wenn es interessiert, da kommt auch mal draufdrucken. Da kann man wunderschöne iSafe Pandas Down zu Bergel Weißwurst T-Shirts kaufen. Und das ist Saw 1. Warum wissen wir nicht? Ein Mo Special Merci für seine Halbe, die er mir gebracht hat. Die werde ich mir jetzt erstmal sauber im Pfotzen einlenken. Ja, sonst gibt es nichts zum Sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, merci an jeden Einzelnen, der halt vorbeigeschaut hat. War völliger Irrsinn schon wieder. 500 Leute waren wir heute am Anfang, eine halbe Stunde lang. Nach 2 Stunden, 12 Minuten sind immer noch 300 da. Herzliches Dankeschön. Merci an jede einzelne Donation, merci an jeden einzelnen Follow und jede einzelne Abo. Merci, dass ihr meine Videos anschaut und merci, dass ich das für euch tun darf. Wir sehen uns jetzt gleich noch im Discord. Brauche jetzt schnell 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich nochmal. Habt ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche kommt voraussichtlich Mitte der Woche ein Video. Dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin ein schönes Wochenende. Schieb auf eine Saufer in Shell. Leberkäse fressen. Dann passt es. Haut euch eine. Habe Dritt. Alles Verrückte hier. Alles verrückt. Alles Verrückte.